Moment haben wir. So, Discord-Post, Tag 3, Phase 2. Bitte einmal absenden. Kann losgehen. Wunderschön. Bequem Sie YouTube auch mal dazu oder nicht? Oder schon habe ich alles richtig eingestellt. Irgendwie spackt das schon. Bequem Sie YouTube auch mal. Wunderbar. Grüß Gott beieinander. So, jetzt wenn ich noch irgendwo mal was im Chat drin lese, weil irgendjemand da ist, dann fangen wir einfach an. Da was wurschtelt bei mir gar nicht lange umeinander. Das sagt ich. Das sag ich dir. Der Sprengi ist da. Das ist wichtig mit der Käsereibe. Wunderschön. Der Sprengi ist aber immer da, das heißt noch nichts. Steffi ist auch da, WB, wunderbar. Yeah, der Francis ist da, die Freier ist da, der Flugbison ist da. Der Firefighter noch nie weg gewesen. Die Mare, WB, merci, merci, merci. Weiter geht's. Schraube locker, habe die ersten. So, mit dem gehen wir lang miteinander. So, ich komme fresh out of the shower. Hat jetzt doch sein müssen. Und ich dachte, ich stink wie weiß ich nicht, ein Fackel, das vor 4 Monaten abgestorben worden ist. So. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Was hat's Gutes gegeben? Billo Kaufland Paella. Ich habe gesagt, dass so Sackel gekauft, das ist gleich gemacht, so, das erinnert mich zumindest häufig an ein normales Essen. Für mich klang es überall. So, was ist jetzt da? Was ist jetzt das für Scheiß da? Hat jetzt gespielt, Diablo 4. Ja, bitte starten. Los geht's. Was ich am meisten an den D4-Streams irritiert, sie fangen früher an als angekündigt. Ja, das ist ein bisschen, mich irritiert es auch ein wenig. So, das ist einfach scheißegal ist so. Es ist so, ich hab's gesagt, es wird angekündigt, spätestens dann bin ich da. Kann auch einmal in die Hosen gehen, um Gottes Willen. Vor allem 5 Tage oder 6 Tage am Stück. Und geht aber früher los. So, das ist, grüß Gott miteinander. Mein Name ist Birger, es ist noch nicht 20 Uhr diesmal, es ist fast 20 Uhr, grüß Gott miteinander, Sonntag auf die Nacht. Was darf man sonst? Wir rotzen mal eine ins Viech. So, Elisabeth, Level 52. Weniger labern, mehr starten. Und, wie zufrieden bist mit dem neuen Teil? Bis jetzt Schmackofatz. So. Bin endlich auch Level 40 nach Ende Akt 5 und jetzt ein bisschen Level, bis ich Achse 6 beginne. Liebe Boy, hallo Benado, grüß zu dir daheim, merci dir, habe die Ehre. So, wo haben wir stehen bleiben? Wir haben einen Haufen Cast gemacht, bla bla bla, wir wollten eigentlich straight in den ersten Albtraum-Dungeon gehen. Jetzt schauen wir erstmal, ob irgendwo so ein oh, was ist das? Alter, Worldboss schon wieder. Viertelstunde, bis dahin machen wir irgendeinen Dungeon. Wo ist ein Dungeon? Ist da ein Dungeon, können wir da früh noch hin? Wie viel Zeit haben wir? 15 Minuten, Gas, der haben wir gar nicht lange miteinander. Los, ab dafür! Ab dafür, dann machen wir noch schnell einen Dungeon fertig und dann ab zum Worldboss. So gafft's nämlich aus. Oh, der ist ja dann World Tier 3. Oder kann es interessant werden, ob man schaffen oder nicht. Da ist, das ist eine interessante Geschichte. So, jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir weniger Gas geben, weil nicht, dass wir jetzt da länger wie viele Stunden umeinander scheißen. Nein, oben zu. Gas, Gas, Gas. Wo haben wir eigentlich? Das ist das erste Gebiet. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hallo, Alter, wie viele Viecher sind denn da? Was ist denn da? Da ist komisch, da ist ein Haufen Scheiß zum Tor. Da einig, der haben wir gar nicht lange miteinander. Los! 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 Der Statuseffekt verwundbar erhöht für kurze Zeit den Schaden, den Gegner erleiden. Er wird bei Gegnern durch ein violettes Leuchten um den Lebensbalken. Echt? Haben wir mir jemals schon einen violetten gesehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sammelt Animus. Und die Animus-Träger. Da haben 4. Das ist. Fressen mir wurscht. So, zusammenziehen. Ein ins Vieh. Sehr schön. Wegen dem einen Hansel können wir nicht stehen bleiben. Schaut das auch. Oh, da haben wir einen Elite-Sepp. Das ist ein großer. Der tut weh. Haben wir was zum Zusammenziehen. Oh, Shit-Button. Oh shit Button, stirb jetzt du Arschloch. So ist recht. 5 Minuten ohne Heilige ist kleiner hinten neu. Ah, satisfying, wenn so fake kleine Mistviecher kämen. Ich liebe es. Easy. Mit dem anderen Trottel bleiben wir nicht stehen. So, Animus offen, da ist der nächste Animus auf. Ja, Alter, was ist mit dir? Wir müssen jetzt einen Shit-Button drücken, das wird nicht helfen und dann voll rein. Holen wir mal einen Paragon-Punkt. Der ist wie. Oh, was tut die denn Scheiße? Ja, ich bin nicht warm.
dann einmal den Hans Wurst. Jetzt kommt aber einiges, gell? Jetzt kommt aber einiges. So nicht, Freunde der Sonne. Erst einmal zusammenziehen. Damit nichts passiert. Oh, Shit-Button. Golem, reindreschen. Viecher buffen und Damage. Und. Was war die? Hat jetzt da wieder einen zerrissen? Da hat mir auch nicht erschlungen. Mein Kruzifix, Mann. Plus. Passt schon. Nochmal von vorn. Los. Ist es jetzt ein Albtraum-Dungeon? Nein, ist noch keiner. Ist noch keiner. Wir machen gerade auf die schnell. Irgendwas hingeschissen vor dem Worldboss, damit wir nicht Total-Users anstellen und so Skelly Boys wiederbeleben. Das ist gut, dass die Leichen liegen bleiben. Da haben wir gut drüber nachgedacht. Was haben wir da? Robuster Beinschutz. Ja, nehmen wir alles mit. Die normaler geben, die. Haben wir schon alle Skelly Boys? Nein, haben wir noch nicht. Da, einen Schrein. Ich weiß nicht, was er tut, der Schrein, aber wahrscheinlich hineinschreien. Kurz mal einen Shit-Button, damit nichts passiert. Zusammendrehen. Und Ruhe ist mit dir. Alles mitgenommen. Da unten haben wir schon wieder den nächsten. Aufpassen, weil es die wieder zerreißt, habe ich das Gefühl. Machen wir jetzt voll ein bisschen. Sie fix und ich sag's noch! Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Achtung, der explodiert. Ja, und Skelette bleiben natürlich einfach dumm drin stehen. Das ist natürlich super. So, da ist der Animus-Sepp. Nicht explodieren. Das ist halt was, wir haben. Nein, nicht! Boah, fix nochmal! Weil sie es halt auch nicht direkt dann nachts reißt, sondern sie erst nur irgendeinen Mister außer ich flippe aus damit. Achtung, Paragon-Punkt. Wir nehmen Stärke, wir nehmen Geschick, wir nehmen Int. Ja, wir müssen da auf, weil wenn wir. Dann nehme ich lieber Geschick anstatt Stärke und dann gehen wir so und so. Gut aus. Was haben wir da jetzt wieder? Ja, super. Ganz große Nummer, aber Shit-Button muss regeln. So, zusammenziehen. Viecher buffen. Kann mal wieder was umbringen, damit da nicht so viel Damage reinkommt. This is a lot of pain. Begebt euch nach Gemetzel. Aha. Vielleicht bin aber ich das Gemetzel. Auf einer Skala von 1 bis 17,5, wie gut findet der Birger Diablo 4? 15. Gibt schon nur ein paar Schaffen wir diesen. Shit-Button, Shit-Button, Shit-Button. Da kommt schon wieder der ganze Sau für dir. Oh, nicht. Ah, für sowas ein Shit-Button. Ah, nichts. Jetzt reißt sie wieder 15 Mai, ich weiß es nicht. Viecher, jetzt einen Hauen. Alter, das Gift macht mir ganz schön viel Schaden. Ne? Gut, dann haben wir wahrscheinlich auch. Oh ja, heilige Waffen. Sehr schön. Da kommt jetzt auch noch mal eine raus. Hopp, hopp. Nein, leider nicht. Komm, nehmen wir mal alles mit. Wird alles disst und verkauft. Ist auch gut. Ja, wenn die Rottasche hier halt mit dem vorne reindrehst, was ist das? Befreite Gefangenen. Echt jetzt? Haben wir da schon uns übersehen? Ne? I'm not ready yet. Da müssen wir noch nichts mehr. Wir müssen sterben, bevor sie sich wieder rennen können. Das ist der Plan. Gibt's da einmal irgendwo Gefangene oder? Da gibt's einen Golem, da gibt's einen Ghoul, da gibt's ein Dings. Ah, schön zusammenziehen. Na, Mister, du gehst nirgendwo hin. Goblin Sepp. Goblin. Oh nein, oh, jetzt machen wir einen Fehler, I'm not ready yet.
Skelly Boys aufstehen lassen. Killt jetzt diesen Arsch da. Okay, passt. No Shit-Button reingeschissen. Jawohl. So. Das ist also der erste Gefangene. Da brauchen wir 3/4 Stunde für den scheiß Dungeon. Was ist das? Oh Gott, ich hab keine Skelly Boys. Skelly Boys. Aufstehen, zuhauen. Da Zeit werden. Abflug jetzt da. Scheiße, haben wir jetzt nicht mehr. Macht den Chef mal aufmerksam, dass in 12 Minuten. Ja, haut irgendjemand einen Timer da. Das ist gut. Ich hab ihn schon gesehen. Andy Blood. Ich hab ihn schon gesehen. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Sagt mal einen Timer, wenn wir bei 10 Minuten sind. Gut. 3 Minuten vorher kann ich noch hinreisen. Aber vorher machen wir noch einen Paragon-Punkt, so wie mir so schaut. So, los geht's, da ist er Gefangene. Holy shit, brav einziehen. Richtig Metamor, da wird jetzt richtig eingegast. Das sagt der ich. Los, los, los. I'm not ready yet. Spätzle mit Soße. Oh, oh, da ist wieder wütender. Okay, oh shit Button, dann ist der erste mit down. Solange es nicht reißt, ist alles cool. Sehr schön. Schüssen auf den ganzen Mist, der da umeinander liegt. Wir brauchen noch 4. Wir klammern dabei die Affen zusammen. So. Weiter im Programm. Denk dran, dein Loot vorher noch zu entzaubern und verkaufen, bevor du zum Webboss gehst. Guter Punkt. So absolut recht. Und zur Not schmeiße ich aber halt das Billo-Klump aus. Das überprüfen wir halt dann direkt vor Ort. Die Viecher sterben so schön. Nein, das hätte ich nicht da sollen. Jetzt kommen da wieder 3/4 Stunden lang, minutenlang Viecher. Schafft man das? Ich weiß nicht. Aber da kommt jetzt das fette Item aus. Ich weiß genau, was es ist. Einfach drin stehen bleiben. Oh, eine Shit-Button. Gut, jetzt gibt der Basi. Jetzt hat man mal die Symbole merken, die Elite-Gegner da oben drohen, was die genau machen. Oh, ich wollte mir das Skelly Boys fahren. Das ist ein Glückwunsch. Minuten noch, schaffen wir schon. Alex Hauberl, so, das muss jetzt rendieren. Natürlich rendiert es sich nicht. Leg mir am Sack. Wie viel haben wir noch? Einen Gefangenen brauchen wir noch. Und dann. Da ist der Gefangene. Scheiße, das hätten wir uns für den Boss aufnehmen sollen. Der Boss ist da! Ja, mit Verbindungsmap ist der Boss natürlich sofort erledigt, lol. Haben wir gemacht? Haben wir gemacht. Ja, easy. Raus. Ich schau mir einen Podcast an, bis gleich. Herr Baumgartner, bis gleich. Hauen Sie eine hau die. Gut. Schneller gegangen als gedacht. Schaffen wir das Event auch noch. I need more time. Schaffen wir das Event noch.
8 Minuten 30, schaffen wir leicht. Schaffen wir mir leicht. Das ist ja lehrlich. Du, das ist ja lehrlich. Schicken wir mit 4 wegen an, so. Was müssen wir überhaupt da? Den Scheiß da einsammeln, ne? I need more time. Fiege der Schlungs, ich sammle den. I'm not ready yet. I need more time. Hopp. Ich tu nur eins. I need more time. You need more time, hast. Da ist so viel Zeug zum Einsammeln, ich komme nicht her. Oh, da ist noch Elite-Sepp. Den fegelt man komplett aus dem Leben. Sehr schön. Haben wir was? Jawohl, robuste Tunika. Kruzifix, wie viel kippen jetzt da noch? Komm, kämen wer will. Das ist mir wurscht. So, geht's noch gerade alle her. Noch eine Elite. Heftig. Elite ist Elite. Wir müssen es so knapp machen, wie es geht. So, jetzt aber. Wo müssen wir? World Boss 2, World Boss da. Los geht's. Los. Ah, scheiße, müssen wir eigentlich das Inventar noch ausräumen. Ja. Das macht der Zukunftsbürger. In 10 Minuten dann. Oder können wir da ein bisschen was entzaubern? Da können wir ein bisschen was entzaubern. Haben wir schon noch Zeit. Ich krieg einfach, ich wollte gerade fragen, invite mir einfach, ich port mich dann oder was weiß ich, was mit denen. Schluss damit! Patrick, merci dir! Aber ich gehört. Weg. Die normaler Gelben, die haben wir sowieso einfach weg. Weg. Was haben wir da? Knochengefängnis erzeugt eine Pestlache. Was ist das? Legendäres Schwert an meinem Anus. Entzaubert man einfach, weil es total wurscht ist. Und schon haben wir einen Platz. Herr Padre, merci für den Resub. Bussi aufs Nussi. So, können wir dabei vielleicht nur ein bisschen detaillierter schauen. Wie viele Minuten haben wir noch? Nicht mal. Wieso wird nicht angezeigt? 5 Minuten. Schafft man leicht. So. Vergleichen bitte. Max Life, Widerstand gegen Feuer, Willen. Ah, da war Willenskraft drauf. Und wir haben da schon mehrere drauf. Können wir nicht brauchen, weg damit. Schadensreduktion, Fertigkeiten des Typs Dunkelheit und Knochen können wir beides nicht brauchen. Schädel können wir sowieso nicht brauchen. Zweihandschwert können wir nicht brauchen. Gegenstandsmacht, jetzt passen wir Obacht. Warum ist denn die eine Hand, die wir da haben, die ist so krass? Das ist eine Stufe 52. Eine Hand. Die hat 100 DPS weniger. Knochenfertigkeit kannst du vergessen. Schaden gegen Gegner, Kontrollverlust, minus 134 DPS kannst du vergessen. Okay. Weniger Schaden durch entfernte Gegner kann man wegrollen. Oder Ausweichchance. Oder auch Rüstung. Ja, das sind Scheißhosen. Scheißhosen, red da nichts ein, bloß weil du neue Hosen anmachst. Widerstand gegen Kälte kann man brauchen. Geschick, Verringerung und Daumen verlangsamen. Widerstand gegen Gift. Keine Leichenranken drauf. Gefällt mir nicht. Was haben wir da? Schaden gegen verwundbare Ziele. Schaden über Zeit. Können wir nicht brauchen. Maximale Essenz können wir nicht brauchen. Schaden der folgenden Gegner verlangsamen und stellen. Können wir nicht brauchen. Nur Crap. Da waren wir, glaube ich, ein bisschen. Wir sollen sagen, da waren wir, glaube ich, ein bisschen zu begeistert von der Einhand, die uns da droppt ist, die gleich mit 250 plus DPS dahergekommen ist. Da, ich port mir jetzt zur Nela und schau, was da los ist. Oder was wir mir dabei noch deren Paragon verteilen. Plus 5 Int. So, ein Level noch. Dann können wir die erste. Sag einmal! Kruzifix nochmal! Okay. Geht schon wieder. Porten wir uns hin.
Und noch was, denkt dran, auf Items ist sie auch Stärke und so zu haben sehr wichtig. Da hätte ich jetzt gerne weil dazu. Stärke gibt nur Rüstung. Und zwar 1:1. Hello. Und Rüstung ist jetzt nicht so Greetings. unfassbar unwichtig. Das ist mir schon klar. Hello. Aber an der Rüstung, dann nehme ich lieber einen anderen Stat. Mein Stats sind eher Trash in Diablo 4. Das Gefühl habe ich nämlich auch schon die ganze Zeit. Dass die Main Stats echt für den Arsch sind. Oh, well done. Können wir ja nochmal durchgehen, was darf man sonst? Stärke, da! Come with me. 82 Stärke gibt uns 83 Rüstung. Auf die 80 Rüstung bei 2880 ist echt geschissen. Dann nehme ich lieber einen anderen Affix. Int. Fertigkeitsschaden 18,8%. Das heißt, ein Int ist 0,1% Schaden. Das ist für auch nicht der Teufel. Aber der Widerstand gegen alle Schadensarten, das schaut gar nicht. Und das ist der Mainstat ist nun mal Int für Necromancer. Wille. Ressourcenerzeugung interessiert uns in unserem Bild überhaupt nicht. Erhöht die erhaltene Heilung. Gut. Aber da gilt genau das Gleiche. Eine Willenskraft gibt uns 0,1% erhaltene Heilung. Und erhöht Überwältigungsschaden, der ist mir auch nicht so wichtig. Das ist im Prinzip wie ein zweiter Crit, wenn man so will. Meh. Dex ist bei mir das Wichtigste. Durch Bonespear-Bild. Wieso? Ressourcenerzeugung? Kann gut möglich sein, gell? Aber gibt es da nicht andere Legendary Traits oder irgendwelche Skills, die dir da helfen, anstatt die paar Prozent da? Weißt du? Was? Weltboss? Weltboss ist eingetreten? Wo? Wo ist er? Da in der Mitte kommt er. Wen haben wir denn überhaupt? Ein Knurzer! Der Goldverdammte! Weil du so im Paragon-Board die Sachen aktivierst. Ja, auch nicht alle. Kommt drauf an, was du aktivieren möchtest. Bei manchen brauchst Wille, bei manchen brauchst Int, bei manchen brauchst Stärke. So gesehen hast du recht, das stimmt. Aber noch habe ich nichts gesehen, wo man Stärke braucht. Darum skill ich jetzt natürlich nicht in Stärke hinein. Beziehungsweise schau auf Stärke. 45 Sekunden, Kinder! Was haben wir überhaupt bei Geschick? Crit Chance und Ausweichchance. Also der Ausweichchance ist mir wirklich wurscht. Da nehme ich auch immer einen anderen Affix. Der ist mir lieber. Hello. Ich sehe da sowieso nur Pro-Gamer stehen. Oh, da ist schon Level 60er. I appreciate that. I appreciate that. Ich werde jetzt einmal alle verspotten. Pass auf, wo ist verspotten da? Your bones betray you. They shall soon serve me. This will be your last stupid mistake. So, 2 Sekunden, 1 Sekunden, los geht's! Wir erinnern uns, da hat nicht recht viel kennen, aber auf World Tier 3 hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, erstmal rundherum droschen. Wir pushen dauerhaft unsere Viecher. Und schauen wir, dass diese Geschichten da abbleiben, dass unsere Viecher schnell. Oh ja, vielleicht sollte man. Ja, sag einmal, da hat er vorher nicht so rundum gehabt. Noch ein paar Leichen explodieren. Oh ja, da darf man nicht drin. Oh shit-Button aufheben, wenn diese Zyklone sterben. Die Frage ist nur so ein bisschen, wann die sterben. Gut, also am Anfang ist es noch nicht schlimm. Wo bin ich eigentlich? Warum sägen die mich nicht? Da bin ich. Vielleicht sollten wir uns doch wieder quer oben. Was? Kann mir jemand sagen, warum die Kamera jetzt da 1 Millimeter grob war? Komm, leck mich. Was ist denn das wieder für eine Behinderung? I'm not Der ready. Dopfzeit ganz bestimmt nicht. Das kannst du mit sauber abschminken. How's it going? Haben wir einen Shit-Button hier. Passt schon. I need more time. Mehr Skelettkrieger. Wir haben aber auch unendlich Damage. Gibt er das mal? Ja, schon fast beim zweiten Punkt. Ich kann jetzt gar nicht aufpassen. Wer ist das? Milamasi. Bussi auf Nussi. Immer so rechtsklick in unsere Viecher rein. Da gehen wir einfach auf Zeiten. Ja, passt schon.
time. Gib ihm. Da, wenn es die Pylone wieder zerreißt, muss man auch Shitbutton. Bis dahin prügelt man sauber rein ins Vieh. Vielleicht nicht ganz so nah dran. Und auch Shitbutton. Haben wir schon voll. Beide hinten von nichts. So, Skelly Boys. Warum schiebt's denn da die Kamera schon wieder die ganze Zeit so behindert umeinander? Sag! Nicht. Was ist da? Hält Heger hier. Einer plus Brutale unterwegs. Warum schiebt's denn mich da in der Weg geschickt da übereinander? Mag mir das jemand mitteilen, bitte? Oh ja, Shitbutton müssen wir jetzt noch Shitbutton drücken und dann von den Pylone weg. Ja. Infarkt. I'm not ready yet. Hoffentlich. Easy, oder? In unter 5 Minuten. In unter 5 Minuten, Mann. Wo wir jetzt aber gescheit strong unterwegs. GG. Müssen wir das Ding noch zusammenbrechen. Los. Draufhauen. Sehr schön. Dann letztes Mal aber mehr Legendaries rausgekommen. So ist, was ich weiß. Warum hat denn da so viel Stornl? Ja, wir haben schon da nicht mehr den Namen. Thank you. Ja, easy. Dann gibt's von mir auch ein Dankeschön. Wo ist Dankeschön? Weiß ich nicht. So. Und ab dafür. Totengeflüster. Albtraum. GG, easy noob. So, Mila Maus, Servus Birger, haben heute Wulzau Rips und Knackerl nach deinem Rezept nachgemacht. Lassen uns das jetzt nebenher schmecken, mega lecker. Hauen Sie rein, lassen Sie sich schmecken. So, an euch, Sauhaufer Gruppe verlassen, merci fürs Mitnehmen, merci fürs Bescheid sagen, wir müssen jetzt aussortieren. Und dann gehen wir Albtraum-Dungeon mal. So, was ist das? Ausrüstung ist bald zerstört. Oh, wir haben noch nie repariert, merke ich gerade, lol. So hört man vielleicht mal durch, da bin ich gespannt, was die Scheiße kostet. Zimmer 30.000. Ah, okay. Use it well. So, was haben wir da? Stiefel. Widerstand, Kälte, Bewegungsgeschwindigkeit, Kostenreduktion, Widerstand, Feuer. Ja, grundlegend ganz okay, aber ist nicht wert, dass wir es umzaubern. Was haben wir da? Das Verbrauchen einer Leiche erhöht den Schaden eurer nächsten Kernfähigkeit um 6% bis maximal 30. Das war natürlich geil, wenn eine Kernfähigkeit Leichenexplosion war. Aber leider Gottes ist halt Leichenexplosion nun mal eine Leichenfertigkeit. Das ist dumm und mit was anderem machen wir keinen Schaden. Also auf alle Fälle nicht mit einer Kernfertigkeit. Können wir nicht brauchen. 13 alle Werte, 13 Geschick, 14 Crits, 32 Stärke. Da ist nur Scheißdreck drauf, weißt du was? Straight in die Tonne. Straight in die Tonne. Was haben wir da? Knochengeist können wir nicht brauchen. Essenz können wir nicht brauchen. Heilige Offhand, wenn mal droppen dat. Kruzifix. Bonespear ist eine, das stimmt. Da kann man das auch machen. Da kannst du es mit Sicherheit brauchen. Da gebe ich dir Brief und Siegel dazu. Weg damit. Sortieren, Storner, Come blub. back if you need the forge. Dann ab zum Baum. Findet das verfallene Bauernhaus. Sollen wir da noch schnell die Nebenquest machen? Ach, drauf geschissen. Ab zum Baum. Baum. Ich tue jetzt erstmal Solo. Außerdem nehme ich heute mal andere Leute mit Mr. Francis. Sonst weiß ich das Tränzerei wieder riesengroß. Wenn wir überhaupt Gruppenspielchen machen. Momentan bin ich nur auf der Suche danach, ich möchte wissen, wie stark das ich bin. Nicht wie stark das ihr seid. So linken da Sachen, die ich nehmen kann. Brust, Stiefel, Ringsammlung. Ich brauche Offhand-Sammlung. Was nehmen wir? Nehmen wir eine Ringsammlung. Haben wir mir gute Ringe? Weiß ich nicht. Haben wir gute Stiefel? Brust, Stiefel, Ringe. Nix davon ist irgendwie ansatzweise 50. Gib Ringe. Ja, da fällt schon ein bisschen was raus. Eine Glyphe haben wir gekriegt. Die können wir wahrscheinlich recht bald brauchen. Ring- und Beinschutz. Die haben nicht auch zwei, das sind nicht keine Heiligen, gell? Schauen wir mal. Er haltet 6 Sekunden lang eine 12% Höhe. Oh, das ist der Leichenrankenring. Jetzt pass mir Obacht. Vielleicht können wir den austauschen. Ist der stärker? Nicht unbedingt. Nur 12% Crit.
Schaden gegen entfernte Gegner ist okay, Kontrollverlust ist okay, Schadentyp Kälte ist auch okay für Skelettmagier, aber nicht so super gut und Crit Schaden. Im Verwundbarkeits Überwältigung und Glückstreffer scheiß. Han nicht wirklich besser. Sind nicht wirklich besser, aber die heben wir uns natürlich einmal auf. Aber eine Hose, eine Legendary. Da haben wir Leben drauf, bitte. Ja, 2 Ränge Leichenexplosion. Um Gottes Willen, Dankeschön. Fucking finally. Max Life und ein scheiß 10 alle Werte und die 25 Int. Gut, die tun ein bisschen weh, die 25 Int, aber egal, dafür kriegen wir 90 Geschick. Max Life und 17% Leben auf die Diener. Boah, leck. Gute Hosen. Gute Hose. Und zur Not können wir irgendwas umwürfeln. Die Geschicklichkeit kehrt eigentlich umgewürfelt. Es gibt bessere Stats, haben wir gerade festgestellt, als Prime Stats. Hose an. Hose an! Kurzer Vergleich, 1638. Ja, verlieren wir ein bisschen an Schaden. Warum verlieren wir jetzt da Schaden? Wegen der Int wahrscheinlich. Wegen dem Int-Stat. Bin ich mir fast sicher, das werden wir aber nicht spüren. Dafür haben wir... Warte mal. Mehr Rüstung, mehr Leben auf die Diener und passt schon. Aber, was natürlich dumm ist, der Legendary Trait ist deaktiviert, weil unsere Basisfertigkeiten verleihen 3,5 Sekunden lang 20 Schadensreduktion. Haben wir mir auf dem Kopf drauf. Jetzt, Moment mal. Können wir die Skelett... Können wir die 2 zusätzlichen... Haben wir die 2 zusätzlichen... Oh, leck. Jetzt glaube ich, haben wir gerade was gekriegt. Jetzt haben wir was gekriegt! Die Blizzards von die Skelette sind auf den Kopf gegangen, oder? Warte mal, das haben wir eh entzaubert, du mir. Wenn ihr Elite-Gegner, na, Skelettmagier, ja genau. Kopfschutz! Das heißt, mir zaubert man jetzt den Scheiß auf den Kopf drauf, dann verlieren wir da die Basisfertigkeiten, verleihen 6 Sekunden lang 20 Schadensreduktion und kriegen's da 3,5 Sekunden lang. Der ist halt so scheiße gerollt. Also, es ist, ich hätte jetzt gesagt, wenn 5 Sekunden draufsteht, weiß man wurscht, aber das ist ja fast Hälfte der Zeit. Haben wir einen anderen Kopf, wo wir es da extrahieren können. Setzen wir dabei einen besseren Kopf auf. Schauen wir in die kistige Kiste. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ab in die kistige Kiste. Haben wir da einen brauchbaren Kopf drin, den wir dabei setzen können. Kiste. Haben wir eine Kopfrüstung? So, die da nehmen wir sowieso nicht her. Haben wir da irgendeinen Kopf? Den da zum Beispiel, das ist unser Unique-Kopf. Kann man da überhaupt was drüber zaubern? Ich hab keine Ahnung. Da, den hättest du gern für dein Knochensperrding. Ist das mehr, weil er aufgewertet ist? Was? Nein, es ist eine Rollchance. Also es... Zufall. Einfach Zufall. Da ist einfach da... Die Fertigkeit da, Basisfertigkeiten verleihen 3,5 Sekunden lang 20% Schadensreduktion, ist einfach scheiße gerollt. Tja. Wir haben leider keinen Kopf. Da haben wir noch was. 41, 36. Widerstand, Gift und Blitz. Da hat man bloß ein paar Prozentteil verlieren. Kriegen wir ein bisschen mehr Rüstung. Und Willenskraft ist eigentlich fast dasselbe. Während ihr eine aktive Barriere habt, besteht eine Chance von 13. Eigentlich so gut wie genau der gleiche Heim. Eigentlich so gut wie genau der gleiche Heim. Können wir da leben damit? Ist nicht wert. Wir warten mal, bis wir einen anständigen Heim kriegen. Und dann können wir es tauschen. Halt, stopp. Das vergiss ich zwar bis dahin wieder, aber die Hosen, gut, die Hosen müssen wir jetzt dabei lassen, das hilft nicht, haben wir vorher auch keinen Legendary Trade gehabt, drauf geschissen. Den da, ja, kritische Trefferchance, den
Haben wir schon einmal gekriegt irgendwo. Und mal Basisfertigkeiten. Da haben wir ja auch nochmal Basisfertigkeiten verleihen. 6 Sekunden lang Schadensreduktion. Ich schätze mal, das ist. Das für ein Schrott da. Maximale Essenz proaktiven Diener. Was sucht das da herin? Lange mit der Totenarchiv, das sind die nicht so guten. Da haben wir nochmal Skelettmagier an Blizzard. Mit ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen besser gerollt, ist aber unwichtig. Jetzt Moment einmal. Wie kann man es hinkriegen? Und zwar. Jetzt zaubert man jetzt die Skelettscheiße einfach da auf. Dann entziehen wir dem Ding die Basisfertigkeiten und zaubert man es wieder und zaubert man es über den Beinschutz drüber. Hier. Easy, haben wir alles da, haben wir uns alles aufgekommen. Aufs Pferd. Hey, die Birger, die Dungeon-Fixe auf die Albtraum-Siebel haben eine Beschreibung, werden dir aber nur angezeigt, wenn man in die Einstellungen eine weitere Tooltip-Information unter Gameplay einen Haken setzt. Das ist schade, dass da kein extra Hackerl gibt, weil dann haben alle. Warte mal schnell, wo ist denn der Gamble-Sepp? Da unten. Weil dann brauche ich so lang zum Erfassen der Zahlen, wenn ich das dauerhaft einschalte. So, nochmal, nicht der Chris, aber merci für die Information. Nicht durcheinander bringen. Jetzt muss ich schnell, also das extrahieren wir jetzt einfach mal. Extraktion von denen 6 Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Raus, die Hosen ist sowieso 1000 Jahre alt, oder? Das sind Level 15 Hosen. Fuck you, die braucht kein Mensch mehr. So. Und jetzt packen wir uns das und nehmen die 6 Sekunden lang. Nein, halt, stopp. Wir nehmen. Genau. Skelettmagier wirken alle 10 Sekunden am Blizzard. Nehmen wir unseren Kopf. Und dann wird draus die Skelettmagier mit dem Blizzard. Der Kopf ist echt in Ordnung. Wahrscheinlich findet man dann sofort wieder naja, aber dann haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir halt wieder warten. Außerdem haben wir den Spell noch einmal mit den Skelettmagier. Kein Problem. Aspekt einprägen. Jawohl. So, jetzt wird auf der Hosen Basisfertigkeiten verleihen 3,5 Sekunden lang 20% Schadens Dingsbums aktiv. 3,5 ist uns zu wenig. Wir nehmen 6, zaubern es drüber. Ist ein bisschen Verschwendung. Aber 3,5 ist echt lächerlich. Jawohl. Und jetzt sind wir super brutal. Jetzt gehen wir noch zum Schmied. Werten wir die ganze Gaudi einmal auf. Und hoppala. Und so. Was passiert denn da? Jetzt sitzt sie da auf den. Ist das dein Ernst? Da sitzen sie vor den Schmied einen Stuhl hin. Was? Blizzard. So, Ring, kannst du was? Nein. Hose, alte Hose. 2 Ringe Leichenexplosion. Einmal alles da. Weg. Die müssen wir noch in Kisten einlegen. Und dann der wir upgraden. Da haben wir alles. Hose. 1, 2, 3. Weißt du was? Das ist eine ziemlich krasse Hosen. Und wir fangen mal schon an, Legendaries zu disenchanten, die wir nicht brauchen. Machen wir nur mit 50er Items. Das machen wir nur mit 50er Items, dass wir es ganz ausbauen. Ja. Die kann man eigentlich einmal ausbauen. Die kann man schon 5 Stufen ausbauen. Okay. Okay. Rare to have something so fine. Rein damit. Ah, richtig stabil. So, jetzt bin ich dann gespannt, wie das mit den Albtraum-Dinger hier hat. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. So, wieder einen ordentlichen Boost kassiert. Erinnert mich beim Albtraum-Dungeon, dass wir einen Trank saufen. Legen wir die Steine rein. Jawohl, haben wir einmal einen großen Schädel gefunden. Jetzt haben wir da einmal sauber sortiert. Und ich glaube immer noch nicht, dass das die letzte Stufen Steine ist. Ich kann es nicht glauben. Vielleicht kämen ab Level 60 nochmal welche. Oder ab Level 70 die nächste Stufen. Und die letzte dann bei 90 oder bei 100 oder so. So. Wir haben da extra eine Quest gekriegt. Albtraum Dungeons. Wo müssen wir da hier dazu? Wahrscheinlich wieder in die Hauptstadt zurück. Nö, ausnahmsweise mal nicht. Schaut, dass man nicht weiter außerzoomen kann. Ich erkenne nämlich gar nichts. Wo muss ich hin? Nutzt das Albtraum-Siegel. Das hat mir doch vorher auf der Map irgendwas gezeigt, wo ich hin muss. Was ist das da? Tiefenwurzel. Schließt die Tiefenwurzel ab. Die Gruppe muss folgendes erobern.
Turdulra, was auch immer das ist, keine Ahnung. Nutzt das Albtraumsiegel. Okay. Dann. Was vorhin machen wir? Ich habe keine Ahnung, das wird scheißegal sein. Heiliges Albtraumsiegel. Blindhöhlen in Habesa. 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 Wie tut man das? Verwenden. Siegel verbrauchen, um einen Albtraum-Dungeon in Blindhöhlen zu aktivieren. Birger hat einen Albtraum-Dungeon aktiviert, Blindhöhlen Stufe 1. Wo sind die? Ah. Okay, das wird sogar dann. Okay. Hat man da eine gewisse Zeit oder wie läuft das? Oh, da haben wir die Erklärung. Kampf gestellt. Ihr erhaltet 5% Schadensreduktion, je 10% Leben, die euch fehlen. Okay, ich mache weniger Schaden, je weniger Leben, das ich habe. Okay. Vulkanisch. Während des Kampfes brechen regelmäßig Flammenspitzen in der Nähe der Spielercharaktere aus dem Boden hervor. Toll, dass wir mir zu 15 sind. Super. Monster Kälteschaden. Monster verursachen zusätzlich 15% ihres physischen Schadens als Kälteschaden. Als Belohnung gibt es einen Aspekt des wütenden Sturms, den gibt es wahrscheinlich immer. Der Schaden von Hurricane ist nur für den Druiden drauf geschissen. Da bin ich jetzt gespannt. So, das heißt für uns, wir nehmen einen Kälteschadentrank mit. Wo ist der Alchi? Sicher ist Sieger. Haben wir nicht zur Gaudi da? Haben wir nicht bei den Hottentoten? Das Siegel hast in der Tasche. Ah ja, hab ich schon gespannt. Das ist ja vorher schon gedroppt. So, Elixier, Kältewiderstand, machen wir uns den großen, herstellen und dann ab. Also haben wir schon da. Dann können wir da auch gleich noch das Haus suchen, wie es alles schön ineinander greift. Ich liebe es. Ich bekomme weniger Schaden, je lower du bist. Glaube ich nicht. Nochmal lesen. Das glaube ich nicht. Ihr erhaltet 5% Schadensreduktion, je 5% Leben, die euch fehlen. Ach, das ist ein positiver Affix. Okay. Deswegen ist er auch grün. Macht Sinn, Mr. Pointify. Macht Sinn, Mr. Pointify. Irgendwann mein Schaden wird reduziert, weil ich automatisch von was Negativem ausgegangen bin. So, wo sind wir? Suchen wir da noch die komische Bauernhütten da. Kann nicht weit sein. Die kann nicht weit sein. Ist das eine Bauernhütten? Da oben muss ich rein, garantiere doch. Oder wo ist Hütte? Hütte, wo ist dieser Bauernhütten? Wo ist denn die geschissene Bauernhütten? Oh, da gibt es auf alle Fälle Loot für Tränke. Da, oh, da, okay, da hinten. Wenn wir schon da haben. Hey du, wenn wir schon da haben. Tu euch schnell weg, damit nichts passiert. Ja, sag einmal, wie recht weit kann die scheiß Bauernhütten nicht weg sein, das gibt's ja nicht. Mit da in See drin. Ist hier eine Oh, Lilith-Statue, nehmen wir natürlich mit. Haben wir wieder Duselcode, mehrere Duselwürferstand, wunderschön. Der Strife schreibt grüßt euch, sag ich grüß die. Kann mir jemand sagen, wo die Bauernhütten ist? Das ist ein Witz, ich sehe keine Bauernhütte. Oh ja. Da schaut's gut aus. What is this? Das ist fürs Quest, genau deswegen sind wir da. My companion seems. Leckt mich an meinem Sack. Jetzt müssen wir natürlich müssen wir wieder da rauf. Ist ja klar, dass wir da wieder rauf müssen, wo wir gerade schon waren. Ganz was Neues. Was ist jetzt da? Sprecht mit Tyrmis. Wo ist der Tyrmis? Da. I am. Let's Haben wir was gekriegt oder müssen wir was tun? Findet die zerstörte Brücke. Oh, müssen wir in Richtung von unserem Albtraum-Dungeon.
Sehr schön. Ist mal vor, mit ins andere. Over here, to the Nirgendwo, fast nirgendwo umsonst gelaufen. Findet die zerstörte Brücke. Ist das der Dungeon da? Ich weiß es nicht. Wo kann denn da eine Brücke sein? Hoppala. Da unten leicht irgendwas seltsam lila. Ob das gefällt, da müssen wir hin. Habe das Gefühl, da müssen wir hin. I'm a simple man, da leicht irgendwas komisch. I'm not ready yet. Warum leicht mir so komisch? Glyphe ausbeuten. Glyphen, alle her damit. Irgendeine Brücke soll man finden, hat's geheißen. Hab schon gefunden. Vorher killen wir noch den. Noch Shit-Button aktivieren, weil er schon wieder irgendeinen Scheiß da einsperrt. Oh, nicht explodieren. Teile lassen wir uns schnell vieren. Ist ja klar. Gehen Sie bitte sterben jetzt. Das war super. Heiligen Schund aufglauben. Da vorne ist die Brücken. Ich weiß schon, ich tue die ganze Zeit was anderes wie das, was wir da wollten. Aber weißt du eh, was es ist? Weißt du eh, was es ist? Vor mir ins andere. Ja, ich habe die Brücke nun gefunden. Was jetzt? Jetzt müssen wir da mit. Betretet Magus Torheit. Was ist Magus Torheit? Das ist Maugans Werk. This will lead us to Morgan's Folly, but be on your Was haben wir da? Gut. Das ist auch noch. Du, wie wir schon da sind. Live right on there. Haben wir dann gleich einen weiter. Und wir müssen Wellen besiegen. Einfach da stehen und Viecher da aber mal lassen. Nicht explodieren. I'm not ready yet. Also mit Schluss mit explodieren. Da haben sie wieder da explodiert, das bin ich. Oh, vielleicht ein bisschen viel Gift. Hoppalazzi. I need more time. Das ist brav zusammenziehen. Und bitte sterben gehen. Jetzt glaube ich, können wir dann auch unsere Glühwe ein. Unsere erste, wenn wir überhaupt eine brauchbare haben. Haben wir es jetzt bald? Jawohl. Heiliges Gerät. Oh, wir haben ja voll mit Obelussen. Müssen wir noch ja auch gambeln. Wir haben so viel zum tun. Wir haben so viel zum tun. Ist ein Wahnsinn. Gehen wir zu. Weil bleibst du in die Starren hängen, Mistviech. Schluss jetzt. Eine in den Albtraum-Dungeon. Wir werden sehen. Let's have a look. Oh, Trank nicht vergessen. Trank nicht vergessen. Trank nicht vergessen. Bin gespannt, wie es eskaliert. Wir dürfen maximal 12 Mal sterben. Geht's auch um Zeit? Nö. Tötet die befallenen Dorfbewohner, okay. Und einfach nur, wir dürfen nur maximal 12 Mal sterben. Gut. Wenn wir jetzt wirklich in einem Dungeon öfter sterben wie im ganzen Stream seit Freitag, dann ja. Verbrauchsgegenstände, was haben wir da? Elixier des Kältewiderstands, rein dafür und Gas. Wo sind die Gegner jetzt? Offen. Okay, da droppen wir ganz normal Items. I'm
I'm not ready yet. I'm not ready yet. Oh, ein Engelshauch. Was war eine Engelshauch gleich wieder? Für was hat man den braucht? Oh shit, Button. Irgendwas hat's zerrissen. Ich weiß nicht, was zerrissen hat, aber irgendwas hat's zerrissen. Also, war nix. Und in die Albtraum-Dungeons droppen dann die Keys für die nächsten. Okay, I'm not ready yet. ich verstehe. Ich verstehe. Das erinnert mich ein bisschen ans Mapping-System von Path of Exile. Plus ohne Map. Mist, bei MMO, ja, gibt's das nun nicht für den PC. Das wird es nie geben, weil Blizzard keine Keys verkauft. Also es wird's bei... Jetzt haben wir gerade einen ordentlichen Lag gehabt. Und darum spiele ich gar keinen. Einmal kurz nicht aufpasst, blub tot. Oder explodiert. So, das ist der Eingang zum Endboss. Da gibt's noch mehr Rohleder, das nehmen wir natürlich mit. Wo sind noch die Likes? Ah, auf geht's, 330 Zuschauer sind wir. Wo sind die, wo die Likes? Wo sind die Likes? Wo sind die Likes? Haben wir schon. Und da wieder lang. Was macht denn hier schon wieder live geil? Du, ich bin bis Mittwoch jeden Tag ab 1 Nachmittag live. Ist ja klar, müssen wir in Urlaub eine suchen. Das heißt sowieso nicht. Was soll ich machen? Ja, wo sind denn jetzt da Gegner? Wo? Albtraum. Ich sehe keinen Albtraum. Okay, ich bin schon wieder steil. Jetzt reißt schon wieder so an. Immer wenn es Zahn reißt, bin ich vorsichtig. Haben wir auch schon. I need more time. Wir liken erst, wenn es uns gefällt. Das ist ein gutes Recht. Ich weiß nicht, ob es da gleich wieder alles zerreißt. Das schaut so nach Explodieren aus. Phase 1. Oh shit, man. Oh shit, man. Ah, ist das so ein Ding, wo man einen Dorfbewohner befreien kann? Ich hab keine Ahnung. Ich bin sicher gleich wieder die atomare Riesenspinne aus der Glyphe, Geißel, wunderschön. I need more time. Das hat mich jetzt schon wieder fast killt, da war überhaupt nichts. Da explodiert schon wieder irgendwas. Jetzt einmal. Paragon! Das müssen wir jetzt schnell machen. So. Glyphe. Okay, jetzt habe ich in die Glyphe hineingeskillt. Das der wir sowieso. Kann ich die jetzt einfach einsockeln und wieder außer da, oder ist die dann da drin und dann ist da drin? Was waren jetzt? Okay, wir haben da jetzt gerade offensichtlich keine Zeit dazu. Wir haben ja Volcanic und da ist unter uns ein Vulkan gekommen und der hat jetzt einfach fast umgebracht. Der erinnert mich extrem stark an WoW M+. Ach, die sind die Dinge. Lol. I'm not ready yet. Oh mein Gott, da haben ein bisschen Fuelite drin. I'm not ready yet. Ja, scheiß Giftmist. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Da hinten darf doch eigentlich gar nichts mehr sein. I need more time. Magst du jetzt sterben? Der explodiert wieder. Ich reg's bis daher.
Na du. Okay, einen haben wir. Einen Bewohner haben wir. Kruzifix, wie groß ist denn der Dungeon? 1000. 60 Schiene Blizzards, die es da oben haut? Liebe es. Bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob die so unfassbar I'm viel not Schaden ready machen. yet. Jetzt schon, gib mal Vollgas! Böser Buff, ganz böser Buff. Da geht's alle her. I'm not ready. Oh ja, da gehen wir die. Absolute Todeszerpümmelung. Lololololol. Mit jeder Aktion kommen da die Kugeln raus, da ist jetzt sofort Schluss. So, wo wird jetzt der letzte sein? Gegenüber wahrscheinlich. Wie lange haben wir den Schrein noch? Nicht mehr so lang. Ja, Schreine, wenn ich öfter da warten, dann daten sie die Sachen auch rentieren. Zum Skillen. Gut, da ist jetzt wieder einer. Schrein der Gier. Gibt's mehr Gold, glaube ich, wenn ich das täuscht. Da unten hätte man brauchen können. Oh, Shit-Button werden wir mitnehmen. Das ist nix. Das ist nix. Na, meine Viecher werden da oben wieder irgendein Mist. Nicht da oben, da unten spät muss ich. I need more time. Na, oh, jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Nein, aber nicht. Oh shit, Button. Oh shit, Button. Und 5 Milliarden Gold. Sehr schön. Heilig, Wandertunika in meinem Arschloch. Da ist der letzte. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Falschen Knopf gedrückt, ich wollte nicht einen Shit-Button. Achtung, nicht drin stehen bleiben, bitte. I need more time. Raus da. So, dann haben wir alle. Und jetzt reist nach Mitternachtshafen. Wo soll das so in Mitternachtshafen sein? Reist nach Mitternachtshafen? I need more time. Ach, das ist ganz oben, oder? Ist das ganz oben? Da müssen wir jetzt nicht durchlaufen, das wird nicht helfen. Nimm halt 4 mit, das ist scheißegal, ich gebe einen Haufen XP. Mehr XP, mehr gut! Der Viecher Zerpümmelungs... Scheiß, der hat nicht abreißen. Also die Viecher schnell mehr heilen. Da geht's noch weiter. Ganz Heiltrankerl. So, jetzt sind wir wieder da. Schöne Truhe vorbei. Da ist nichts drin. Oh, was ist jetzt? Ja. Genau das. Das, wenn da mit einem Hardcore-Job passiert, dass du ins Lager haust. Dann bleibt da kurz das Herzl stehen. Waren die Hardcore-Spieler? I'm not ready yet. Ich darf komplett ausrasten. Also, wenn ich wirklich stirb wegen Serverprobleme oder irgend sowas. So, jetzt gibt's einen Endboss. I need more Dann haben wir time. unseren ersten Albtraum-Dungeon auch hinter uns. So unfassbar viel schwerer kommt mir jetzt nicht vor. Keine Ahnung, das wird mit Sicherheit noch anders. Und vor allem darf mich interessieren, man kann da ja mehrere Stufen machen. Hab ich gemeint. Nein, Offhand war mal schön. Oh, Elite. Oh, Shit-Button. Oh, jetzt war auch Shit-Button recht. Oh, starke Handschuhe. Oh, Shit-Button einfach eingeschissen. Jawohl. Da ist er. Okay. Lauter Nossi hodern. Lauter. Gehen wir leicht durch. Ah, sauber stark. Hammer mir sauber stark.
muss ich dann gleich mal in den Chat reinschauen, weil die Leute die ganze Zeit was schreiben und ich bin gerade halbwegs konzentriert. Wo werden Mitternachtshafen sein? Oben halt wahrscheinlich, oder? Oh, das schaut gut aus. Das schaut doch gut aus. Das schaut gut. Ja, wieder Spinn, die sie nicht starten halt. Herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Okay. I'm not ready yet. Ja, geht schon down. Geht schon down, geht schon down, geht schon down. Oh, ein bisschen viel Gift. Oh, was ist jetzt das? Abschlussbelohnungen. Kriege ich einfach ein heiliges Amulett, oder was? Moment dabei, warum kann das nicht? Warum kann es da nicht länger bleiben? Was habe ich jetzt da gekriegt? Was war denn das zweite? Okay, wir haben noch ein Siegel gekriegt. Plattenstab, das Ding nehmen wir natürlich mit und ein Amulett. Solange ihr mindestens 7 Diener habt, erhalten eure Diener 26 höhere Schadensreduktion. Wow, das ist... Oh, leck. Das ist auch für... das ist auch für die Survivability für deine Diener extrem geil. Dann für... das ist... Abklingzeit Reduction, Schadensreduktion, Dauer von Stärkungseffekten durch Schreine, der ist scheiße und 8,5% Bewegung. Gibt's bessere Sachen. Schade. Handschuhe. Blutlanze. Fügt dem Primärziel pro aufgespießten Gegner, das haben wir auch schon ein paar Mal. Haben so vielleicht besser wie unsere. 25 Schaden gegen verletzte Gegner, das ist der Execute. Schadenszeit über Zeit. Schaden, kritischer Trefferschaden mit Knochenfertigkeiten, Glückstreffer, Chance bis zu 10,5% auf Verlangsamen. Also 10%ige Hitchance, dass man Gegner verlangt, das ist krass. Den Roll habe ich auch noch gar nicht gesehen. Aber generell ist Dreck. Leider. Knochenfertigkeiten brauchen wir nicht, Damage over Time brauchen wir auch nicht. Das ist das Ding, das wir gekriegt haben. Ein Rang für die passive Fertigkeit ausreißen. Weiß ich nicht, was das ist. Kritische Treffer mit Kernfertigkeit eine höhere Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang. Käme nicht bra. Wille käme nicht bra. Verringerung in der Dauer von verlangsamen Einheit und Geschicklichkeit. Was ist das für ein Schrott-Item, Alter? Ja, totaler Chaos. Warum ist jetzt da eigentlich so ein weißer Batzen da? Hat mich schon interessieren. Keine Ahnung. Ach, und jetzt gibt's da erwachter Glyphen. Was ist der erwachte Glyphenstein? Ach, Moment mal, damit... Ach, ihr seid... Das ist im Prinzip, wird Grift-Storner, also wird die Legendary Storner in Diablo 3 in die Grifts. Hab ich nicht gewusst, geil. Dann hat das auch einen Sinn. Die haben sich schon was gedacht dabei. Kannst du sagen, was du möchtest? Okay. Okay, bevor wir mir jetzt da eine Glyphe aufwerten. Wie machen wir das überhaupt? EP verteilen. Verfügbar zum Verteilen 4 EP. Und 8 EP brauchen wir für die nächsten Stufen. Okay. Schauen wir uns jetzt erst einmal an, was für Glyphe wir da überhaupt einstecken und was wir überhaupt haben, ob irgendwas überhaupt Sinn macht. Kann man da irgendwie... Jetzt probieren wir mal Folgendes. Ich nehme jetzt einmal die blaue, da der nächste Radius für je 5 in Reihe beworbene Intelligenzprobe verursacht ihr 0,5% Dienerschaden. Das nehmen wir jetzt mal und nehmen wir mal da einer. So. Das heißt, das ist gesockelt. Und mit Rechtsklick tue ich es wieder außer. Habe ich die dann wieder. Geht das mit den gelben genauso? Bleiben mir die oder haben die Hiebe in das Einsteck? Learn it the hard way. Schauen wir erstmal, was wir haben. Für je 5 in Reichweite erworbenen Geschicklichkeitspunkte fügt ihr verwundbaren Gegnern 1% mehr Schaden zu. Ich glaube nicht, dass da Geschicklichkeitspunkte recht weit gegenüber, also rundherum sind. 5% Schaden, Sim Wille, Geschick, ja, das schon gehen. Verwundbaren Gegnern kann man machen. Wenn ihr einen verwundbaren Gegner Schaden zufügt, wird euer Schaden 6 Sekunden lang um 1% erhöht bis maximal 10. Das ist nicht schlecht.
Für je 5 in Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursacht ihr 5,9 Überwältigungsschaden. Wenn ihr einen Gegner überwältigt, erhöht sich jeglicher von ihm durch eine Diener erlittene Schaden um 5 Sekunden um 12%. Überwältigungsschaden gefällt mir nicht, den kann ich nicht steuern. Für je 5 in Reichweite, für 5 Wille, ich lese jetzt nicht jedes Mal denselben Satz davor, für 5 Wille in Reichweite verursacht ihr 2% Schattenschaden über Zeit, das können wir überhaupt nicht brauchen. Für 5 Wille 2% Schaden, während wir gestellt sind. Ihr erhaltet bis zu 10% Schadensreduktion, je mehr Stellung ihr besitzt. Das ist eine nette, ausgewogene Damage- und Survivability-Rune. Was haben wir noch? Paragon-Knoten in Reichweite erhalten einen Bonus von 15% auf ihre Modifikatoren für physischen Schaden und Schadensreduktion. Ihr und eure Diener verursachen 10% mehr physischen Schaden. Steckt man es einmal ein. Okay, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann ist es wieder heraus. Okay, wir verlieren es nicht. Gut. So. Ist jetzt da irgendwas? Paragon-Knoten in Reichweite erhalten einen 15% Bonus auf ihre Modifikation. Das heißt aber, das da müssen doch jetzt 15%. Gut, was sind 15% von 5? Es passiert auf alle Fälle nichts. Im Radius Reichweite erworben plus 5. Das heißt, ich muss da mindestens 40 Intelligenz in Reichweite haben, damit das überhaupt aktiv wird. Voraussetzungen nicht erfüllt. Okay, macht einigermaßen Sinn. Machen wir so. Wir haben nicht eine Willenskraft in der Natten, Geschick, doch da. Und dann steht da sogar dabei 2% Schaden, während ihr gestellt seid. Und wenn wir 25 Wille im Umkreis haben, dann kriegen wir auch noch eine 10%ige Schadensreduktion, je mehr Stellung ich besitze. Okay, also je mehr Stellung, desto weniger Damage kriege ich. Das ist eigentlich eine geile Rune, kannst du sagen, was du magst. Was haben wir noch? Geschick in Reichweite, Wille und Wille. Haben wir überhaupt so viel Wille da in der Naten? Warte mal, wie viel brauchen wir? 4 Stück brauchen wir noch. Int, Stärke, Geschick, Wille. So viele Willenskraftpunkte haben da gar nicht rundum. Was haben denn die meisten? Int-Punkte haben die meisten rundum. Dann haben wir da noch Sim-Willenskraft. Das schaffen wir gar nicht. Das kriegen wir da gar nicht. Also die Rune macht an dieser Stelle keinen Sinn. Leider. Momentan ja, weil was Besseres haben wir irgendwie nicht. So, jetzt war schon ein Schattenschaden über Zeit, brauchen wir nicht. Und das mit den Willenskraft-Dinger brauchen wir auch nicht. Geschickpunkte. Ja, da brauchen wir einfach noch ein paar mehr Paragon-Punkte, damit sie die Glyphe überhaupt entfalten kann. So wie ich das verstehe. Ja, lassen wir die dabei drin. Die gefällt mir ganz gut. Das ist ein Allrounder-Glyphe. Die können wir später dann woanders einstecken. Es gibt ja noch andere Boards dann. Und dann sehen wir es schon. Was kriegen wir denn da eigentlich? 10 Schaden, 10 Int, 100 Rüstung, 10 Int. Ja, wir werden sehen. Stecken wir es einmal in die ein. Wie heißt das Ding? Glyphensockel? Na, Stock. Unerschrocken. Ja, levelt man unerschrocken. Das hilft ja nicht. Ah, schön. Schön, man sagt in dem Inventar zum Leveln, welche das man gesockelt hat. Blizzard, nachdenkt. Dankeschön. EP verteilen. Haben wir eine. Und jetzt haben wir einen Haufen. Sortieren wir das einmal. Jetzt haben wir einen Haufen sicher Dinger da gekriegt. Höhle der Wilden ins Gasglen. Und wir. Ach, das sind schon Stufe 2. Ja, Moment mal. Das heißt, in Stufe 1 Dungeons droppen Keys für Stufe 2, in Stufe 2 droppen Keys für Stufe 3 und immer so weiter. Und die werden immer schwieriger. Okay. Dann lasset uns doch gemeinsam herausfinden, wann Schluss ist. Sehr schön. Was mich schon wieder ein bisschen nervt ist, Blizzard, seien Sie mir nicht böse, aber die Scheiße da, die hätte man auch trennen können. Einmal Tränke und einmal Schlüssel.
Wo kann man die in Kisten einstecken? Weiß ich nicht. Da können wir gleich wieder anfangen, einen Kistenstash zum Kaufen. Da kennen sich bei gar kein Mensch mehr aus. Wo müssen wir überhaupt hin? Bei mir. Jetzt verlassen wir mal schnell den Dungeon, wo wir gerade sind. Nicht, dass wir da noch eine Nebenquest haben. So, ihr seid leid. Ja, solche Lags sind echt tödlich in HC, deshalb habe ich immer die 3 später die Season angefangen. Guter Punkt. Na, hab 3 Pflegekinder aufgenommen. Einer ist schon fast seit 1,5 Jahren bei uns und 2 seit letzter Woche. Mein leibliches Kind ist 12 Jahre. Da mag es aber jemand ordentlich wissen. Respekt. Der Hannibal schreibt Abend zusammen, guten Abend zusammen. An den Rest, guten Abend zusammen. So. Da stehen irgendwelche Viecher, die haben Buggy. Was ist denn los? Herr Aback! Was ist mit ihnen? Betrete Maugans Torheit. Ich weiß nicht, was Maugans Torheit ist, werden wir herausfinden. Herr Aback! Welcome to the Squad! Bussi auf das Nussi! Schluss jetzt mit der Donate rein. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. Aber nur heute. Nur weil ich Urlaub habe. Reinpimmeln. Jetzt haben wir übrigens kein Level-Up mehr gekriegt. Oder sehe ich das schon richtig, ja. Das nervt ein bisschen. Aback, welcome to the Squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre an den Aback, wer nicht mitmacht, der ist raus. So, Event machen wir jetzt nicht, das haben wir vorher gerade schon gemacht. Oh, das nehmen wir schon mit. Mehr Tränke, mehr gut. I'm not ready yet. Da lauft der Fettsack. Eine scharfe Sense, nehmen wir mit. So, Paragon-Punkt eingeschissen. Was haben wir jetzt da? Warum haben jetzt die da rot umrandet? Warum sind jetzt die da rot umrandet? Was sagt man das? Wir brauchen eine Wille. Ach, das sind die einzigen, die wir skillen können, weil die direkt droh sind. Jetzt verstehst du. Mal Int, Stärke, Geschick. Wir wollen natürlich zu der Willenskraft. Ist aber auch irgendwo wurscht. Die darf nämlich straight einfach einmal da so aufgehen. Da gibt es Rüstung, da gibt es Schaden. 10% Schaden, 10 Int. Wenn wir 170 Wille hätten, darf man nochmal 10% bei Erfüllung kriegen. Was ist da Runden? Braucht man nochmal 20 Wille. Vielleicht sollten wir mal einfach in Wille hineinskillen. Kriegen wir da nicht mehr Willenskraft zusammen auf dem ganzen Ding? Da müssen wir hier. Dann nehmen wir 5% Schaden, dann nehmen wir halt jetzt Stärke. Das ist halt jetzt bitter, aber das hilft nicht. Dann können wir da einen Schaden nehmen, wir können einen Wille nehmen, wir können die Sim-Willenskraft nehmen und dann schauen wir mal weiter. Das kann man übrigens auch respecken. Also das ist nicht einmal festgelegt und dann ist das forever so, sondern du kannst es auch wieder, wieder neu machen. Da haben sich ja einige beschwert, so von wegen, das ist ja aber jetzt einfach. Ja genau, das möchte ich sehen, weil ich jedes Mal wie in Diablo 2 einen neuen Charakter anfange. Jetzt wird's interessant, jetzt kann man ganz super schnell noch Shit-Button drauf, wenn wir mehr haben. Und da braucht man schon einen Oh-Shit-Button. Mr. Oh-Shit-Button, regel den Shit. Und darf man nicht stehen bleiben. Was leckt's denn da schon wieder so komisch? Meine Viecher bleiben einfach stehen. Ich weiß nicht, was das soll. Ah, jetzt leckt's ein wenig. Am Server vielleicht ein wenig Probleme. Gut, es ist Sonntag 8, 9, das ist auch irgendwie klar, dass jetzt wahrscheinlich, wenn es irgendjemand spielen will, dann spielt er es jetzt. Was müssen wir überhaupt da? Tötet alle Gegner in Maugas. Das kriegen wir hin. Das geht. I'm not Oh ready shit. yet. Einmal mal die Viecher ein wenig. Und dann machen wir nochmal einen Altron-Dungeon. Können wir rausfinden, wie weit das wir kommen. Bis wir nicht mehr vom Fleck kommen. Dann haben wir unsere Stufen rausgefunden, wie stark das wir wirklich sind. Und farmen den Stuff. Machst du mal die Tier auf da, Bitchen. Okay, Nebenquest.
Was liegt da? Was blinkt? Ach, da. Haben wir einen Gegner. Einfach nicht treffen lassen. Unsere Scary Boys regeln das schon. Sehr schön. Außer mit dem Schund. Heilig, jetzt müssen wir langsam einmal. Ja, müssen wir langsam einmal. Hilft nicht. Was ist da? Betretet Maugus Werk. Das ist ein Dungeon. Sag ich dir was? Den machen wir. Gehen wir da einer, da einer. Noch sind aber nicht alle Leute am Spielen. Demnach werden die Probleme ja schlimmer. Glaube ich nicht. Weil sie da Hardcore-Haufen, der zockt sie in die ersten 4-5 Tage schon ab. Ich bin mir auch sicher, dass heute Spielerzahlen schon niedriger sind als am Freitag. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ich glaube nicht, dass was feit. Aber man merkt jetzt ein bisschen, es hat ein bisschen umeinander gelegt. So ein bisschen. Ein bisschen. Ist nicht schlimm, aber es hat nun mal gelegt. So, wir schauen wir die normalen Items gar nicht mehr an. Kannst gar nicht oft genug sagen. Good deal. Father bless. Abklingzeit, maximales Leben für Diener. Ja, da warten wir immer noch auf ein besseres. Boah, 126 DPS plus, das ist noch nicht mal ein heiliges, Mann. So, 1,1 Millionen, der Rest wird entzaubert. What do you need? Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Freunde der Sonne, es ist mir vollkommen scheißegal, was da für Stats drauf sind. 300 DPS mehr ist eine völlig lächerliche Frechheit. Irgendwie müssten wir jetzt aber eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Bis maximal 26% nach 10 Sekunden. Das Ding müssten wir jetzt da oben tun. Das brauchen wir. So, was ist das da? Blutlanze fügt dem Primärziel irgendeine Scheiße zu. Keine Ahnung, interessiert uns nicht. Haben wir schon gehabt. Gib Mats. Was haben wir da? Trefferchance auf Leichenranken, das ist wichtig. Das komische Amulett, das wir da gehabt haben. Kernfertigkeit, der Angriffsgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Und das da ist der Legendary Trait vielleicht nicht schlecht. Wir haben immer noch ein Legendary Trait frei, wo wir was draufzaubern können. Warum dann nicht eventuell irgendwann den da? Wenn wir 7 Diener haben, kriegen die 26% weniger Schaden. Aufheben. Und das da auch aufheben. Rest schauen wir uns an. 271 ist noch nicht mehr heilig, haben wir gehabt. Weg. Weg, 126. Schild brauchen wir nicht. 35 brauchen wir nicht. Was haben wir da? Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, das ist ein Ring, brauchen wir auch gar nicht anschauen. Der ist nicht heilig. 46, minus 46. Jetzt kämen manche Waffen kämen schon nah ohne an den Damage, den wir auf unserer Mainhand haben. Weil die Stats auf unserer Mainhand ein absoluter Scheißdreck. Ultimative Fertigkeiten haben wir keine für die Katz. 7,8% Schaden über Zeit. Wir haben keinen Schaden über Zeit. Und 15,6% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Das ja, weil wir immer schön im Haufen drin stehen. Ja, aber ansonsten ist die Waffen, die wir haben, absoluter Schrott. Absoluter Schrott. Da warten sogar 4 Stats drauf, das war aber auch lauter Scheiß. Kriegen wir schon noch hin. Kriegen wir schon noch was Gutes hin. Gesamte Rüstung, Schadensreduktion, Schaden über Zeit, Typ Schadeneinung, passive Fertigkeit aus dem Gleichgewicht. Jetzt können auf einmal passive Fertigkeiten auf die Dings drauf sein, auf die Amulette drauf sein. Das ist auch krass. Ja, können wir aber nicht brauchen. Was haben wir da noch? Können wir auch nicht brauchen. Weg damit. Was ist denn das da? Roter Staub. Oh, das PvP-Material. Wir schauen mal aus. Wir schauen mal ziemlich gut aus. Der Gem in der Waffe macht wieder recht viel DPS. Gems machen allgemein nicht so den Hit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist 9% kritischer Trefferschaden gegen verwundbare Ziele. Es sind nicht einfach, ja, 9% Crit-Schaden. Es ist okay, es ist aber nicht der Oberwahnsinn. So viel zum Thema, die gelben Items gucken wir ja nicht mehr an. Nein, es gibt einen ganz speziellen Unterschied zwischen gelben Items jetzt. Siehst du den shiny oberen Rand oben? Das heißt, das Item ist ein heiliger Fokus. Das ist ein Item, das mindestens Itemstufe 50 hat. Und wenn du jetzt die Offhand anschaust, die wir mir drin haben, die ist Level 41. Die wir gerade gefunden haben, ist Level 53. Das sind 12 Level Unterschied. Und ich glaube zumindest, um Gottes Willen, die Heilig-Items sind einfach die jetzt für World Tier 3.
Und die geben vor allem die beiden Waffen, Mainhand, Offhand, geben einen DPS-Bonus ohne Ende. Also 300 DPS ist halt... Ist ja fast doppelt so viel wie das, was wir gerade auch haben. Also ist halt völlig lächerlich. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 26% nach 10 Sekunden. Das müssen wir jetzt einfach schauen, ob wir den Trade da haben. Haben wir den da? Du, da muss ich mal schnell meine Kiste reingruschen. Muss ich mal schnell schauen. Da schauen wir mir mal nach. Da sicherlich. Da noch was suchen wir. Ich hätte so gerne eine Suchfunktion. Gott hätte ich gerne eine Suchfunktion. So, eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Schauen wir mal, was wir haben. Das ist der Blutnebel. Das ist Damage Reduction. Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 30% nach 10 Sekunden. So. Es wird extracted. Vorher wird rerollt. Was kann das Ding? Das hat 31 Willenskraft. Weißt du, was wir dann auch noch schnell kriegen? Paragon-Level. Dann kriegen wir nochmal 10% Schaden on top drauf, weil der seltene Knoten aktiviert wird. Jetzt geht's los! Spätzle mit Soße! Du geht's! Brudi, du geht's! Was wollte ich? Reroll. Was kann man da rerollen? 20% maximales Leben für Diener, 31 Wille brauchen wir. Stählungserzeugung. Was verlieren wir da? Angriffsgeschwindigkeit interessiert uns ein Scheiß. Kritische Trefferchance. Oh, da brauchen wir wieder diese Scheißressource da herunten, wo wir nur eins haben. Weißt du was? Das brauchen wir auch, wenn es ein Legendary ist. Ja gut, dann machen wir es zum Legendary und aus. So, Extraction. Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal bla bla bla. Wie gut ist denn der Ring? Ist ein 38er Ring. Leck mich. Dann das da rein. Aspekte. Eure Skelette. Bla. Dann kommt das Ding da raus. Schau hier, wie teuer das ist. Teure Geschichte. Aber mächtig ist. Schade, dass es nicht 4 Affixe hat. Das war halt noch geiler. Kann es überhaupt 4 Affixe haben? Wissen wir noch nicht. Aber das nicht, die 300 DPS muss ich jetzt mitnehmen, das hilft nicht. Nimm es. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben 1700 Attack Power. Oh, was haben wir da jetzt für eine lustige Kugel gekriegt? So. $2250, von 1700 auf 2250. Alter, jetzt geht's ganz anders. Holy shit, Alter, jetzt werden Viecher gelöscht. Was wir auch noch schnell tun, wir extrahieren gehen wir mit den Ring in irgendeiner Weise brauchen. Er haltet 6 Sekunden lang. Nein, die legen wir. Ja, ist wurscht. Extrahier den Scheiß, damit es weg ist, und wir extrahieren den Scheiß, damit er weg ist. So, und weißt du, was wir auch noch tun? Der wir noch einen Sockel einzaubern, weil das ist ja wirklich krass, das Teil, was geht denn ab? Das steht dabei, wenn die droppen. Was steht dabei, wenn... Was war denn meine Frage gerade? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen... Hätte man aber auch besser markieren können. Nee, ich meine, im Diablo 3 wurde der Gem doch in den DPS eingerechnet. Bin ich mir nicht mehr sicher. Zu lange her. Wie schaut es mit Raucherpause aus? Das ist eine gute Frage. Spätestens 10 und 9. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Father bless. Jetzt räumen wir noch schnell auf. Jetzt werden wir unser Kistel noch schnell aufräumen. Muss alles seine Ordnung haben. Und dann... geben wir Gas. Das Ding können wir eigentlich... wissen. Storner der mal weg. Dann müssen wir es noch upgraden. Müssen wir noch upgraden, ne? Pass mir auf. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Jawohl. 20% Schaden, 4% maximales Leben. Ja, ja. It just works. Das da haben wir weiter. Und das Ding werden wir upgraden. Die ersten 3 Stufen kosten gar nichts.
Und die ersten 3 Stufen lassen wir so. Die letzten rentieren sich einfach noch nicht. Das ist mir einfach noch zu teuer. Kostet zu viel. Das nehme ich lieber für Rerolls und andere Geschichten her. Brauchen wir sonst irgendwas? Obolusse nutzen. Wir hatten da jetzt wieder aufpasst. Hier ist sehr gut aufpasst. Sehr gut aufpasst. Das hätte ich wieder vergessen. Beziehungsweise ich habe bloß geschaut, ob sie aufpasst, weil ich war gerade auf dem Weg nach unten. Ja, was braucht man? Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns einmal Einhandwaffen aus und schauen wir, was passiert. Sensen. Oh. Heilige Zauberstäbe kosten einen Fuß. Wieso kann der Zauberstab heilig sein und der Rest nicht? Weiß ich nicht. Außer mit den Zauberstäbe! Very nice. But could be better. Schade. Der hat auch bloß... Ach, das ist kein Heiliger. Der Graue kann auch heilig sein. Was ist denn das wieder für ein Schrott? Die unheiligen Brei gar nicht anschauen. Die haben alle minus 230 DPS. Was kommt da für Scheiß außer? Sockel in die Offhand, habe ich schon überlegt, Herr Kaip. Das ist aber jetzt die erstbeste Offhand, die uns gedroppt ist. Und die Ressource da Sockel reinzumachen ist extrem teuer. Da chillen wir mal. Da finden wir noch besser nicht. Und die Sockel sind nicht so heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir nochmal 9% Crit-Schaden. Also wegen den 9% Crit-Schaden mache ich jetzt da nicht lange einen Aufstand. Was haben wir da gekriegt? Basisfertigkeiten erhalten, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, aber was mit Fuck you. Da fällt mir auch übrigens gerade auf, die grauen Items hätten wir eigentlich alle verkaufen können. Da haben wir mehrere davon. Achtung, ich muss dem Hund Hallo sagen. Hello. Sagt man leider nichts, weil der Fettsack seine Botschall davor hat. Ja, meine Freunde der Sonne, jetzt haben wir einen richtig saftigen Boost gekriegt. Von 1700 auf 2300. Ich weiß, da kann man natürlich nicht alle danach gehen, hundertprozentig. Aber die DPS-Waffen, immer das Wichtigste. Immer. Fucking, wirklich immer. So, ich glaube, es ist Zeit, dass ihr euch nochmal ein Stückchen Podcasts anhört oder anschaut. Wir wissen da noch drin 4 Minuten. Was kommt denn da noch? Da kommt der Maurice, das schaut auch nicht. Diablo 4 Thema. Salbe und Wabbalabadabdab. Herr Rakete, Habitiere, Herr Wolfgang, eine neue schlimmere Kardala halt. Ja, es ist genau wie ein Kardala. Genau, aber nicht ganz so, dass du 5-mal dein Inventar voll machen kannst. So, jetzt passt so. Freunde der Sonne, Sie kennen das Spiel, falls irgendjemand gerade neu da ist oder zum ersten Mal da ist im Diablo-Marathon-Stream. Ich gehe jede Stunde mal kurz zum Rauchen. Holt euch was zum Trinken, geht's wichsen, geht's scheißen ins Waschbecken, legt eine Zeitung drunter, was ihr treibt. Ich gehe jetzt kurz an die Rauchen, ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Bis dahin, damit der Stream nicht einfach stillsteht, läuft im Hintergrund unsere heutige Podcast-Folge. Und mit dem Flocki in seinem Fettmaul. Und vergessen wir das ja nicht, dass wir auf Play drucken. Ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Wir sehen wir uns gleich wieder. Bitte verlassen Sie nicht den Raum voller Panik und wenn dann nur nackt. Bis gleich. Habe ich die dabei. Total absurder Scheißdreck, da wo du denkst, oder, das wenn jetzt nicht gleich aufhört, flippe aus. Und dann geht's am Schluss aus die Richtung Action. Also da kriegt ja jeder alles so ein bisschen, finde ich. Ja, war aber im Grunde gut. Wenn es die Waage holt, dann ist ja noch okay. Der DLC ist mies. Da ist die mieseste Horrorstelle drin, die es gibt. Da spielst dann seine Tochter. Ich mag jetzt nicht umeinander spoilern, aber ist wurscht. Da gibt es so einen Abschnitt, da haben so Schaufensterpuppen. Die stehen dann einfach da. Und irgendwann erwachen die zum Leben. Und wenn du die wegdrehst mit der Kamera, laufen sie hinter dir auf die zu, so. Und wenn du wieder hinschaust, bleiben sie stehen. Und du musst die halt durch so Gänge durchschlängeln, so schauen, dass sie nicht zu dir herkommen. Und jetzt, wenn du die halt wegdrehst, und wenn sie die haben, stirbst du halt. Da lauft mir Gänsehaut, wenn ich davon schmatze. Das ist so mies gemacht. Da habe ich wirklich in Capcom, ihr Fotzen. Aber geil. Ich würde sagen, es ist ja geil, wenn sie es mal wieder schaffen, so einen Moment in der Resident Evil Spiel zu machen. Das ist das Schlimmste, der Verfolgungston, wenn hinter mir Apps tappst und tippst, genau. Ich flipp aus. Da haben wir das letzte Mal, wir haben für das Hamburger Kurzfilmfestival haben wir zu einem Mitternachtsblock haben wir die 10 Kurzfilme gekriegt, weil wir den kennen und da haben wir Folge jetzt aufgenommen und das war 5 Minuten Film, glaube ich, oder 8 Minuten Film gewesen. Und ich habe schon lange nicht mehr so eine Gänsehaut gekriegt vor einem Horrorfilm wie vor diesem 8 Minuten Kurzfilm, weil da kommen da 2 Polizisten stehen da, dann kommt eine Frau und die geht immer weiter und sie sagen, sie bleiben jetzt stehen und wir helfen ihnen und die wollen Blut und dann bleibt stehen und auf einmal kriegt es lauter Schnitte im Gesicht und stirbt. Und dann siehst du hinten, dann ist das so ein Waldweg und dann siehst du hinten jemand stehen.
Und dann bleibt der Polizist stehen und schaut hin und dann bewegt sich die auf die zu. Ich kriege jetzt da auch noch Gänsehaut, weil die auch, der hat so eine komische Schnell dahertapselt. ganz komisch, ein Geräusch dazu und so weiter. Und die Quintessenz von dem Ding ist eben auch, du darfst nicht stehen bleiben. Sobald du stehen bleibst, bringt er dir um. Weil dann dann boah, lecker, das war so asozial gruselig. Das ist einer der schlimmsten Momente war bei mir in Annabelle 2. Da gibt es ein paar Szenen, wo man dieses scheiß Getapsel irgendwo von links, rechts oder hinten daherkäme und dann schaut er in die Richtung und dann ist da nichts. Ja. Ich hasse Das es! nervt mich auch so. Ich hasse es, wenn ihr hinter mir. Stell dir vor, du gehst Treppen vom Keller auf, da haben wir jetzt schon in der dritten Folge drin, und dann hörst hinter dir Tapseln, Alter. Oh, fuck you. Und ich finde gar nicht das, sondern schnell. Ja. Das da. Wenn's auf die Und es wird langsam immer lauter und kommt auf die. Oh Gott, hau ab heute mal. Genau, da bin ich auch. Beende die Folge jetzt, sonst rast die aus da. Grüezi, fix nochmal. Ich kotze im Strahl. Ja, ich glaube, dass ich einen Hello Kitty Getränk, dass ich das halt nicht mehr schaffe. Das ist sauber jetzt. Da kannst du noch Regenbogen kotzen. Einmal probieren. Ex-Pussy. Kotze her, sag ich dir, was es ist. Himbeere. Feijoa. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, nicht, keine Ahnung. Herr Kanter, merci für Ihren Beitrag. Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Bewertung für den Podcast nicht vergessen, Kommentar da lassen. Ja, heute ein Maul mit deiner Like-Bädlerei, du fetter Vollidiot. Was ist mit dir? Hallo, bin wieder da. Grüß Gott, meine Damen. Gibt's irgendein Event auf der Map? Was wollte man eigentlich da? Ich hab's schon wieder vergessen. Oh, ich muss noch schnell was trinken, warte. Ist noch irgendjemand da? Sauber reingegoist. Nice. So, was tun wir? Der Halbtraum-Dungeon, Alter. Oder? Machen wir Halbtraum, schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Verbrauchsgegenstände. So, Stufe 2. Halbtraumsiegel. Kaserne von Khor Dragan in zersplitterte Gipfel. Schnelle Monsterangriffe, treibender Schatten, Magiefund-Bonus. Oh, Magiefund-Bonus hätte sich doch gut an. Aktivieren. Ja, los geht's. Ja, brauchen wir gar nicht. Wo ist der? Da ist der ist am Arsch der Welt. Ja, super. Ja gut, so weit ist er gar nicht weg. Los geht's! Der Beating Sky sagt, wie lief eigentlich der erste Albtraum-Dungeon? Eigentlich relativ normal wie jeder Dungeon. Dann haben wir rausgefunden, dass man dadurch seine Glyphen levelt, das ist wichtig. Und dass da drin die Schlüssel für die nächsten Albtraum-Dungeons auf Stufe 2 droppen. Jetzt bin ich gespannt. Also wir auch gleich noch nehmen wir mal die Nebenquests noch an. Hoppala. Es war, wenn wir da mal vorbeikommen. I'm not ready yet. Und die werde ich dann. A Mad Woman! Ganz was Nice. Oh, da müssen wir schnell in den Keller eingehen. Hilft nicht, müssen wir schnell in den Keller. Echt, hey, die Like-Bädlerei, aber apropos, alle mal auf YouTube Like und Abo nicht vergessen. Mr. Species, so mag ich das. Oh, was muss ich da jetzt tun? Beschafft Luskas Edelsteine der Bezahlung. Was ist mit dir? But you, stay back. Hat sie die selber zusammengeschnitten oder was? Muss ich die jetzt vermöbeln? Ja, Kim, halt dein Maul, stirb. Psst. Los jetzt. Abflug. Was ist das? Okay. Is it done? Is it done? Magdalene. Ernsthaft? Das war die Nebenquest. Herzlichen Glückwunsch. Da ist ja richtig was gegangen. I'm not Okay. ready yet. Okay, tschüss! So, ab in den Dungeon. Dungeon. Wird ab jetzt übrigens D-A-N-S-C-H-E-N geschrieben. Ohne E hinten. Dungeon. Drücke mal den X-Button im Dungeon. Oh, was haben wir da zum tun? Da müssen wir irgendwas tun. Such bei den Clip nach Hinweisen nach Mönch Bozan. Leg mir doch am Arsch mit deinem scheiß Mönch. Ich hab Zeit für einen Mönch. Ich muss jetzt da irgendwas machen. Dungeon. Verstanden. Das ist gut. Das ist gut, wenn ich das nicht näher erläutern muss. Dann fällt nichts. Richtig, Dungeon. Dungeon. Ich bin für Dungeon. Was ist denn das wieder für ein Affenzirkus da? Das ist nicht ganz sauber. Wegen einer Vögelchen, hä? Golem, Fass.
So, jetzt bin ich gespannt. Also, mich da halt auch noch interessieren. Jetzt warte mal, da ist doch. Warte. Mit dem Mauszeiger drüber geht. Steht was dabei. Was mir aber heute noch interessiert. Jetzt pass auf. Albtraum-Dungeon, Stufe 2, Stufe 53 und her. Was heißt denn das Stufe 2? Ich hätte gern gesehen, wie viel mehr Prozent Leben und Schaden die Monster haben. Oder was heißt Stufe 2? Keine Ahnung, Alter. Egal. Einige zuhauen. Wird schon passen, ey. Fangen wir bitte nicht wieder mit dem Scheiß an. I need more time. I need more time. Da, wo sind die Viechers? Warum ich jetzt da oben gegangen bin, weiß ich nicht. Da ist der erste. Ah, da haben schon gleich die ersten Elite. Was ist das? Ach, das ist dieser treibende Schatten. Uns fährt da die ganze Zeit so ein Schattenviech noch. Ah ja, ich verstehe schon. Und von dem so, da kommt er auf mit dem Zylinder. Haben schon gesehen. Ja gut, das ist nicht. Ich will lieber noch Shit-Button drücken, wenn da 2 Elite auf einem Haufen stehen. Die haben lieber nicht umeinander. Oh mein Gott, die haben schon wieder zu tun, dass sie rauskommen da. I need more time. Da sterben bitte. Okay. Zauberstab und Kriegsschwert, heilig, nehmen wir mit. Glyphe, Golem. Oh, ein Golem-Glyphe. Die schmeckt. Aktiviert Tormechanismus. 2-mal. Oh, Fledermausi. Ich hab keine Leichen. Wo handen schon wieder alle? Da haben meine Skelette abblind da drin. Okay, das ist nervig. Ah, das ist ein nerviger Scheiß. Was ist denn mit ihm? I need more time. So, liebe Skelettos, kann man mir uns jetzt... Shit-Button. Oh, Shit-Button, Level 9000. Und nicht vieren lassen. Und nicht blinden lassen. Haben wir erst Ohren. Skelette sind eine Dreiviertelstunde lang eingefriert. I'm not ready yet. Da stirbt er mit der eine. Chris, Heiliger. Okay. Es ist halt schon extrem auffällig, dass wenn wir sterben, dann immer nur mit irgendeinem Arschloch, das explodiert und keiner sieht's. Es ist halt immer das gleiche in fucking Diablo, aber nein, was soll ich machen? Auf einmal tot. Okay, kann ich nichts machen, was soll ich machen? Also müssen wir jetzt wieder ewig laufen. Gut, wir haben auch ein Leben verloren, haben wir nur 11. Passiert. So, jetzt machen wir so. Und an dem einen Vollidioten holen wir uns jetzt halt unsere Leichen wieder. Ja, das sind die Skelly Boys hier. Stirb jetzt du mal da. Mehr Skelly Boys. Das ist so einzig nervig, vor allem wenn es um Zeit geht. Dass du ein bisschen halt brauchst, bis deine Skelette wieder da sind. Ja, jetzt machen wir so. Und dann gehen wir wieder. Ja. Engelshauch, nehmen wir mit. Schaut da aus. Ja, du schleichst die. Da, wo waren denn jetzt die Affen da? Nein, nicht wieder sterben. Oh, der Schatten nervt anders! Der Schatten nervt wirklich ganz anders da. Darf man nicht stehen bleiben. Hab ich schon gesehen. Eingefrieren nervt auch anders. I need more time. Kommen wir mal eine, damit wir uns ein wenig rühren können. Nein, du explodierst wieder, wir verpissen uns. Wo liegt der Öner? Wo liegt der Öner? Und der sticht uns auch ganz kreislich ab. Nehmen wir den Heiligen mit, wir nehmen den mit, wir nehmen alles mit. Okay.
Phase 1. I need more time. So, wo wird der zweite sein? Wahrscheinlich da oben. Warum nur noch 11 Leben ist bei 0 der Char weg? Nein, das nicht. Dann ist der Key kaputt wahrscheinlich. Also dann ist der Dungeon für den Eimer. Ah, geht doch nicht I weiter. need Müssen wir more links time. weiter. Müssen wir links weiter. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Da ist Dulami. Machen wir diesen hier. Diesen hier. Nein. Oh, Shit-Button. Ah, na, jetzt wird schon happig. Die haben jetzt, die scheiß Elite-Viecher haben alle nur nicht erwischen lassen. Eigentlich auch nicht zu lang stehen bleiben. Die Eisdinger sind auch ganz kreislig. Ganz kreislige Sachen an das. Da müssen wir einfach ein bisschen unsere Viecher regeln lassen. Shit-Button. Nehmen wir mit. Wir drücken da dabei drauf. Natürlich kommt dann der Schatten und nervt uns. Kann man nehmen mit. So, haben wir schon. Claymore nehmen wir natürlich auch mit. Das ist zwar ein Zweihandschwert, glaube ich, aber ist egal. Na, halt, stopp. Wo müssen wir lang? Jetzt geht die Tür auf. I'm not ready yet. Und dann müssen wir was tun? Begebt euch Quartier der Ausblutung. Das können wir machen. Farbdose, Topf, hab ich schon gedruckt. Hab ich einen Topf gedruckt? Ich weiß es nicht mehr. I'm not ready yet. Erstmal weg hier. Viecher buffen, Viecher buffen, Viecher buffen, Viecher buffen. Leichenranke, Rei, Stunnen und Gas. I need more time. Und die tun schon weh. Tu dich nicht hinunter, die tun schon weh. Reinstylen. Und nicht explodieren bitte. Okay. Das ist aber so ein bisschen der Vorhof zum Endboss. Was mit ihm da ist, das weiß kein Mensch. Zerstört Blutbeulen. I need more Oh, time. der Scheißdrecksschatten ist ein Hurensohn vor dem Herrn. Nee. So, auch nicht wirklich. Schatten verpiss dich. I need more time. So, Shit-Button. Dann haben wir die ganzen Skelly Boys. Haben wir wieder Albtraum-Siegel gekriegt. Neue Schlüssel. Kleiner sind kein Problem. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt kriegen wir schon wieder Probleme mit dem Überleben. So ein bisschen. Weil das jetzt auch ein bisschen auf den Schatten da schiert, weil der ist echt nervig. I need more time. Scheißmechanik, welches Arschloch bei Blizzard hat sich das wieder ausdenkt? Weiß ich nicht. Da ist Blutbeule. Blutbeule müssen wir 5 zerstören. Hier kommt garantiert eine neue Elite raus. I need more time. Natürlich kommt eine neue Elite raus. Das ist ja klar. Und die warten alle nicht so schlimm, wenn ich alle 2 Sekunden dieser scheiß Dings daherkommen hat. Dieser scheiß Behindertenschatten. Da kommt er schon wieder. Gehen wir weiter. Da ist schon wieder so ein Eisidiot. Oh. Magst du sterben? Sehr schön, schwerer Schild. Vielleicht wechseln wir mal wieder auf ein Schädel. Du weißt das schon. Mein Gott, der Schattenwichser ist ein Wichser. Oh mein Gott, werde ich das jetzt noch oft sagen. Gehen wir mir bitte da runter. So. Nein. Oh mein Shit-Button, der Winger.
Was der blendet halt auch alle meine Viecher. Das ist, wie nervig so ist ein Sei, sagt. Da stehen uns da und schauen dumm. Herzlichen Glückwunsch. So, Blutbatzen, wo müssen wir hin? Gehen wir mal nach rechts um. Da kommt dann schon wieder der Schattensepp. Weißt du, du kannst ja mal nicht davonlaufen. Du kriegst den Schaden immer. Mein Gott! Okay, Memo an mich, die Schattendinger werden mit, so weit es möglich ist, werden die Schattendinger vermieden. Das ist ja nur noch behindert. Blizzard, was haben wir uns da wieder Ding? Affenkotze. I'm not ready yet. Wenn so schön vor dem Haufen stehen, ja, da zieht es leider Gottes den Kürzen. Haben wir einen schönen Schrein. Ich weiß nicht, was für einen Schrein das wir haben, aber ich glaube, wir hauen mal rein. Meine Viecher bleiben halt einfach in dem Schatten stehen für 5 Sekunden. Blizzard, das Ding ist sauber krass. Eine totale Frechheit ist das. I need more time. Totale Frechheit. Wenn es wenigstens ausgeht. Einmal langsam vielleicht bloß. Keine Ahnung. Ja, du gehst mir auch gar nicht auf den Sack mit deiner Aneinanderporterei, du Arschloch. Jetzt wird bloß noch geflucht. Wie viel haben wir noch? Blutbatzen ist wahrscheinlich unten. Ich finde das Spiel ja geil, aber check null, was da los ist. Das ist wirklich... Das ist halt auch sowas, warum ich sowas nicht für meine normalen Streams wählen darf. Das ist was, ich glaube, man kommt da auch irgendwann bloß noch mit, wenn man von Anfang an dabei war. So ein bisschen. Das ist halt, wenn jemand jetzt zuschaut, der sitzt da und denkt sich, da bist du nicht ganz sauber. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man den Weg, glaube ich, mitverfolgt hat und vielleicht sogar selber spielt, dann kann ich vielleicht schon verstehen, dass man das ganz gut findet. Ist halt schwierig. Darum dieser Sonderstream, vor allem auch in dieser Länge. Dann brauchen wir noch so ein anreidiges Blutding, damit wir I need more weiterkommen. time. Hallo? Hallo? Oh, Glyphe Totenbeleber. Was heißt das, dass meine Viecher automatisch wieder aufstehen? Bin ja gespannt. Da ist der letzte Blutbatzen. Machen wir einen Shit-Button rein. Da kommt schon wieder der behinderte Schattendeppen. Bang, 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 bang. Und wir haben es geschafft. Gut, haben wir wieder was gekriegt. Skelettkrieger Maximum. Nice. Kämmerbrauer und eine Glyphe und Beinlinge und was weiß ich was alles. Und sonst haben wir jetzt nichts gekriegt. Also Legendary ist jetzt keins rausgefallen. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Ja, schauen wir mal. Selber spielen ist aber auch einfacher. Ja gut, das ist ja eh klar. Denkt sich das nicht jeder, wenn er eine Story nicht gesehen hat und nur Late Game sieht, wurscht welches Diablo? Ja, wurscht wahrscheinlich auch welches Spiel, wenn es Endgame gibt. Der Funktreizer schreibt, Extremschnetzeln, entweder du stehst auf Diablo und weißt, was der fette Alte im Internet tut, oder stehst du und denkst dir, was? Welches Spiel steht als nächstes an, wenn du das durch hast? Also durch bin ich ja schon. Durch sein werde ich da damit nicht so schnell. Ich werde das Streamen beenden am Mittwoch. Höchstwahrscheinlich.
unter gewissen Umständen vielleicht einen Tag vorher, weil wir mir eben am nächsten Tag wegfahren und ich sehe mir nämlich schon wieder meinen Koffer nicht gepackt haben und was weiß ich. Aber ich versuche es natürlich durchzuziehen, um Gottes Willen. Dann bin ich erstmal eine Woche weg. Dann gibt es eine Woche lang keinen Stream. Ich bin dann im Urlaub. So schaut's aus. Und dann habe ich nur ehrlich gesagt keine Ahnung. Es kommt Point-and-Click. Ja, oder eine Rundenstrategie-Spiel im Alien-Universum. Das habe ich mit draufstehen. Am Montag nach meinem Urlaub werden wir sowieso jetzt mal einen Blätschmalz einhauen und Fotos vom Urlaub anschauen und vielleicht sogar Videos und überhaupt und sowieso. Und dann ist Indie-Summer. Das heißt, dann spielen wir günstige, was heißt günstige? Wir spielen einfach Indie-Games. Müssen nicht unbedingt günstig sein. Bis zur großen Sommerpause. So, um die Frage vom Pit zu beantworten. Sie, Senior. Hab ich. Ob die was kann oder nicht, kann ich da noch nicht sagen. So. Glyphen. We need some glyphs. Und wir haben einen Paragon-Punkt. Weißt du was, wo wir den jetzt zum einhauen? In 5% Schaden oder 5% Schaden. Oder in Rüstung. Schaden. Da haben wir halt wieder Schaden. Ich habe gerade gesagt, zusätzlich 100 Rüstung bei Erfüllung der Voraussetzungen. Ich würde lieber auf Aushalten gehen. Beziehungsweise bis wir mir da durchgehen können und da alles ausgefüllt haben, da ich sowieso beide Gelbe nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt da wir gehen zu 5% Schaden, holen wir uns erst einen Schaden und dann gehen wir da auf. Und dann schauen wir weiter. So, was für Glyphe haben wir gekriegt? Magischen Knoten in Reichweite, Bonus von 30%. Ihr wollt so 10% mehr Schaden, solange ihr keine aktiven Diener habt. Gehen wir nicht bra. 5 Geschick in Reichweite, verwundbare Gegner, 1 Schaden. Magische Knoten, Blutkugeln verleihen euch Stählung. In Höhe von 7%, wir haben keine Blutkugeln. Golem. 5 in Reichweite Willenskraft, Golem 4% mehr Schaden. Zusätzlicher Bonus, Golem sollten 25 mehr maximales Leben. Es kommt schon extrem selten vor, dass unser Golem stirbt und so unfassbar viel Schaden, glaube ich. Ja, wobei der prügelt schon über Fett in den Haufen rein, gell? Ja, kann man sich mal anschauen. Dann haben wir Geißel haben wir noch gekriegt. Willenskraftpunkte, 2% Schaden über Zeit. Kämen wir nicht bra. Ihr und eure Diener fügen Gegnern, die von Schattenschaden über Zeiteffekten betroffen sind, 10%. Kämen wir nicht bra. Wenn ihr einen Gegner überwältigt, das Dominieren, Überwältigungsschaden, dann haben wir noch körperlich, Paragon-Knoten, Reihe mit allen Bonus 5% Schaden. Und dann haben wir Totenbeleber, Paragon-Knoten in Reichweite erhalten einen Bonus von 20% auf ihre Modifikatoren und für Dienerschaden und Schadensreduktion. Das, glaube ich, muss man dann auf ein anderes Board bauen, glaube ich. Jedes Mal, wenn eure Diener einen Gegner Schaden zufügen, erleidet dieser Gegner 10 Sekunden lang 1% mehr Schaden durch euch und eure Diener, bis maximal 12. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Brauchen wir aber Internaten. Paragon-Knoten in Reichweite erhalten einen Bonus von 20% auf ihre Modifikatoren für Dienerschaden und Schaden. Dann brauchen wir ein anderes Board. Wir können die anderen Boards anschauen. So. Vorschau. Nehmen wir mal Kultanführer. Das hört sich auch nach. Schauen wir mal da. So schaut dann das zweite aus. Wenn du das so schaust, wir fangen da an, dann kommen wir zu dem Tor und dann kommt das zweite Paragon-Board da ohne. Das kann man dann dran, je nachdem, wo du anfangen willst. Das hat einen Legendary-Knoten, zum Beispiel, eure Diener verursachen 15% mehr Schaden pro aktiven Dienertyp, also 45% mehr Schaden. Dies gilt nur für folgende Dienertypen: Skelettkrieger, Magier und Golem. Ja, mehrere gibt es sowieso nicht. Außer es gibt später noch irgendwelche anderen Diener, weiß man noch nicht. Und dann haben wir da die Glyphe. Und da im Umkreis müssen Sachen sein, die Diener betreffen. Ja genau, Dienerschaden gibt dann plus 25%. Das heißt, da auf dem Board kann man sich vollkommen austoben. Das ist ja eine richtig geile Idee eigentlich. Das ist zwar richtig komplex, wenn man ganz ehrlich, es schaut erstmal einfach aus, aber ist im Detail dann richtig komplex wahrscheinlich. Was haben wir da? Schadensreduktion für Diener. Das heißt, die Glyphe, die wir gefunden haben, die kehrt dann da rein. Und die modifiziert dann den ganzen Scheiß da. 25% mehr Schadensreduktion für Diener auf die 5% und so weiter. Das potenziert sich dann richtig heftig. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt nehmen wir dabei erst einmal, schauen wir mal, unerschrocken. Für 5 in Reichweite erworbene Willenskraft kriegen wir 2% Schaden, während ihr gestählt seid. Und jetzt kriegen wir dann 0,3% Schaden dazu. Das ist wirklich nicht viel. Aber
ja, Stufe für Stufe halt. Bauen wir es einfach einmal aus. Das ist so ein richtig ausgeglichene Schadens-Damage-Ding. Das machen wir jetzt einfach. Haben wir minimal mehr. Da levelt man jetzt einfach einmal ein. Ist ja scheißegal. Hat ja kein Cap. So, was haben wir für Schlüssel gekriegt? Stufe 3. Ein Durwald in Skolskin. Schattenschaden haben wir mehr. Ja, super, ich hab keinen Schattenschaden. Rächer und Monster Feuerschaden. Der Mario schreibt, passt dir vielleicht nicht her, aber, vielleicht blöde Frage, aber warum fehlen in deinem YouTube-Account von den How-To gute 47 Videos, beziehungsweise warum werden die nicht mehr angezeigt? Was? Muss ich mal schon schauen, ob ich gerade 47 Strikes kassiert habe, von denen ich nichts weiß. Mal schauen. Bavarian Tutorials, alle wiedergeben. Schauen wir mal eine. Da sind 57 Videos drin. Kann nicht sein. 57 How-To sind in der Playlist. Ich poste jetzt die Playlist meiner How-To-Videos da mal kurz einer. Da wird ja nichts angezeigt. Es gibt vereinzelt 2 oder 3 haben einen ab 18 Flag oder eins mindestens, How-To Schnackseln, glaube ich. Aber der Rest ist strikefrei, copyright-frei, alles chillig. Ich hoffe, der Link ist angekommen. Weiß ich jetzt nicht. How-To Weihnachten Version 1.0. Ja, die haben wir gelöscht. Da hat uns der Papst nicht darum gebeten, dass wir uns bitte löschen. So, Dungeon verlassen. Schauen wir mal, was wir draußen noch durchkennen. Stopp! Habe ich schon gelevelt? Ja. Habe ich. So, abgeschlossen. Wir schauen mal da aus. Oh ja, schon 200 von 500 Punkte. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal da rein, weil ich glaube, dass da der Stützpunkt ist. Ist da ein Stützpunkt? Schauen wir mal schnell. Schauen wir mal schnell, ob da ein Stützpunkt ist. I'm not ready yet. Ja, Kind. Da kraxelt man jetzt schnell oben. Da springen wir um. Voll. Da ist ein Stützpunkt. Den befreien wir jetzt Place is schnell. overrun. Da müssen wir reingraben, wenn mich nicht alles täuscht. Da gehen wir rein. Gibt einen Haufen Ansehen. An so Open-World-Sachen. Haben noch irgendwie Chernobyl, was wissen wir da? Erkundet Kordagan. Da haben wir noch Shit-Button-Sieger, jetzt halber dann 2 Liter. Ich singe alle samt kein Land nicht. Ich singe alle samt kein Land nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, was wir tun müssen. Sage ich ehrlich gesagt auch ganz ehrlich. Da muss man doch, ja genau. Kann man das nicht irgendwie hauen? Da muss man so Tumore, glaube ich, killen. Oh, ganz, ja genau. Diese vampirische Inkubatoren-Dinger da. Und dann ist ein Boss am Ende und der ist gar nicht ohne. Also war es zumindest in der Beta nicht. Pimmelung. Wieso kann ich da gerade nicht draufhauen? Ich verstehe es nicht. Müssen wir draußen läutet gerade von dem vampirischen Verderbnis. Was war's das? Bin mir nicht ganz sicher, was das so heißt. Und da nicht draufhauen. Warum kann ich da nicht draufhauen? Da hätten sogar endlich einmal meine Skelette draufhauen. Das war einmal eine Geschichte. Müssen wir erst draußen anfangen, oder wie? Du wärst ein Dulzring da. I'm not ready yet. Bisschen Vorsicht, das ist der uns gerne absticht. Hat schon der Wut. Wir sind so ganz, was wir da jetzt tun müssen. Die Dinge müssen wir tun.
droppen ja nichts, die Hosenbiesler. Wo hängen wir jetzt wieder fest? Ist das ein GoPro-Modell fürs Schnorkeln? Wenn ja, welches Modell? Es ist keine GoPro, die GoPro war mir zu teuer, es ist eine DJI Osmo 3. DJI Osmo Action 3, glaube ich, heißt es. Warte mal. Irgendwas, wann kann man da nicht draufhauen? Muss ich da erst die Viecher rundherum killen, oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Oh, kistige Kiste. Kistig, was ist das da? Gehen wir nicht rein. Was hat der Inkubator für ein Problem? Ich weiß ja noch, dass da oben einer war. Da hat man doch nicht zuerst die Kleinen killen müssen und dann die Großen. Haben sie das nochmal geändert seit der Beta? Weiß nicht, Brudi. Da herum ist einer, das weiß ich schon. Dann oben. Dann da oben. Ja. Gehen wir jetzt den da. Ah, muss man den noch der Reizer dreschen. Also das war in der Beta definitiv nicht so. Irgendwie. Haut's halt nicht auf den da hinten. I'm not ready yet. The light did not protect these Gefechtsschild. knights from the vampires. Der Seiten war mit Sicherheit auch noch einer herum da. I'm not Noch mehr ready aufgegeben. yet. Weiß aber nicht, wie die im Wasser kann, braucht sie überwiegend zum Motorradfahren. Nochmal, was. Ah, okay, ich habe die GoPro Hero 8 und bin immer noch sehr zufrieden, kriegst für 300 €. Ja, genau. Und die nagelneue Osmo DJI ist das einzige ernstzunehmende Konkurrenzprodukt. Angeblich, ich habe es ja noch nicht ausführlich getestet, zur GoPro und kostet auch 300 €. Der Shop 330 € gezahlt für die Standard Edition. Wo ein paar Späßchen dabei sind. Was jetzt da? Kann ich da nicht. Da kann man nicht. Was ist denn das wieder für ein Sackgassen-Trap da? Nix. Schauen wir mal. Also ich habe es natürlich herin schon ein bisschen ausprobiert. Battle ist überragend. Ich habe leider keinen Vergleich zur GoPro, aber für das, was ich da betreibe, mit ein bisschen rumschnorcheln und ein bisschen rumgimpen und dann euch offen das im Stream zeigen. Klang's überall. Sagen wir es so. Tu mal wo. Müssen wir da auffallen. Ich glaube, da links war einer. Da war keiner. Aber eine kistige Kiste war noch. Die nehmen wir natürlich mit. Da ist einer. Ja, Skelette haben mittlerweile auch. Haben die einen Patch gebracht, oder was? I'm not ready yet. Ja, den können wir noch nicht kaputt machen. Da ist noch einer. So, I'm not ready yet. und jetzt können wir ihn immer noch nicht kaputt machen. Was soll denn den ganzen Scheiß da finden? Warte mal, da muss drin noch einer sein. Schauen wir nochmal. Oh, Shit-Button. Vieren lassen wir uns nicht mehr. Da explodieren wir bloß wieder in irgendeinem Arschloch drin. Natürlich lassen wir uns doch vieren, wenn ich sage, wir lassen uns nicht vieren. Golem wütend. Da oben rutschen? Nein, I nicht da need oben more rutschen. time. Da dürfen wir nicht oben rutschen. Gehen wir mal noch in die Bude ein. Die weißen Dinger, die da angezeigt werden, sind bloß die großen. Die helfen mir nicht weiter. Ich brauche die kleinen. Irgendwo muss nur ein kleiner sein. Also diese Quest haben es definitiv geändert. Bloom leads beneath the cathedral. That must be Definitiv geändert.
Da hat man nämlich normal willkürlich diese Tumor-Dinger da kaputt prügeln können. Da kommt man raus. Da zeigt es mir noch was an, dass man da rauf kann und runter. Ah, da ist er. Legendary Zauberstab! Der uns leider Gottes einen Scheißdreck bringt, weil er nicht holy ist. So, können wir jetzt den Großen da hinten kaputt hauen, oder was? Glaube ich schon. Jawohl. Ellie Boys draufdreschen. Ja. Da haben wir ja gerne mal noch Shit-Button drücken. Was bringt der jetzt hier oder ist er vorbei? Oh, der explodiert wieder. Das müssen wir uns einmal merken. Achtung, genau, da kommen die 3 Dinger. Geht's mit! Skelly Boys! Ihr sterbt wieder alle, ihr Trottel. Einmal eigentlich noch schnell. Und jetzt müsste der Große eigentlich drin anklickbar sein. Mal. I'm not ready yet. Jawohl. So, geht Felix kaputt, du Arschloch. Jetzt haben wir den Fetten da. Da ist jetzt der Boss drin und der kann ziemlich zack sein. Werden wir jetzt gleich herausfinden. Alter, der Bürger hat einen geilen Gaule. Ich hab den besten Gaul. Der hat keine Haut mehr, lol. Der frisst so viel Damage, das ist scheißegal ist. Ja genau, der spawnt jetzt seine Gifttypen da, die können ziemlich unangenehm sein. Oh, bevor die irgendwas ausrichten wollen. Scheiß Ketten kannst du einen Arsch um den Trottel. Den Shit-Button. Wo ist er nicht hin? Da hinten. Hotzen schon, ein Dolch noch gleich hinten. No, hey. Das mit den GZ hat er wegen nachlassen, Kinder. Das hat er wegen nachlassen. Muss man jetzt auch mal sagen. Späßle. Späßle, Alter, mir wurscht. Ich sag mir GZ. So, aufpassen, wie viel Ansehen das gibt. Ich glaube 100? 100. Straight 100. Nice. Stützpunkte freischalten. Jetzt haben wir da einen Stützpunkt. Und das bringt uns genau gar nichts, weil 5 Meter daneben das Ding. Was bringt uns dann der scheiß Stützpunkt? Was bringt uns der scheiß Stützpunkt? Ach, da ist glaube ich immer wieder. Oh, leck, Alter, was ist denn da los? Okay. Ist recht. Oh, da haben wir eine Nebenquelle. Oh, da darf ich so gerne einspringen jetzt. Ja, dann springen wir ein. Golem! Wenn du ein Level Up hast, können wir über GZ drehen. Okay. Und sagen wir ab jetzt ist GZ nur noch bei Unix. So wie den Helm vorher. Ihr seid den ganzen Tag bloß eins droppt, gell? Relativ am Anfang, zum nur fixen wahrscheinlich. I need more time. Mach mal lieber Oh Shit Button! Der Oh Shit Button ist mein Lieblingsbutton. Das ist der gute Button. Dann muss man jetzt so. Eisenaxt! Heilig. Nice. So, Quest up. Was ist denn eigentlich das da? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Der Großteil der ermutigen Seele unerbittlich böse. Da muss man doch irgendwas kennen. Das leicht doch nicht zur Gaudi so komisch, oder? You made it. Let us move quickly before we draw a Alles klar, nur mehr einmal im Stream GZ. Leercap, Merke bei Level Up und Unique Item GZ. Okay, Level Up ist auch in Ordnung. Oder per Paragon-Punkt. Weiß ich nicht. Oh, da haben wir einen kleinen... Oh, Goblin! Goblin, was? Natürlich trifft dann wieder nicht der Trottel. Okay, da geht... Alter. Wo ist er? I'm Wo not ist er? ready yet.
So. Ja, bis der Golem einmal da hinten ersteuert, das ist... Alter, schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, I'm ganz not schlecht. ready yet. So, Mr. Golem. So, Golem, kannst du da mal draufhauen? Und Skelette, wir haben da was zum Fokussen. Haut sie da mal jetzt da. Jetzt steht der Golem davor, du Trottel! Ja, jetzt weg da! Den haben wir doch schon einmal gekriegt! Den haben wir doch heute schon einmal... Irgendwas haut mich! Ah! Machen wir noch Shit-Button, bevor wir im Gift umeinander schwimmen. Schwimmen lieber als Ding umeinander. So. Da hätten wir auch eine schöne Farbe nehmen können, wie zum Beispiel Pink oder so. Weil das komische Schweindel-Rosa mit 50% Deckkraft, das sieht keine Sau nicht. So. Kopf haben wir schon mal gehabt. Knochenspeer hilft uns leider nicht weiter. Kritischer Trefferschaden, Max ist insgesamte Rüstung, Schaden physikalisch. Take the woodsman's axe from the table. Take the woodman's axe from the table. Ich sehe ja keine Axt. Doch, da liegt der Axt. Da liegt tatsächlich eine Axt. Place the axe in the holy water. Place in the There's no holy telling water. what the demon will do once we begin. Die Demon can suck a my cock. Wow, das war ein mächtiger Demon. Der ist wirklich nicht. War nicht so unnötig. Okay, ich bin einfach mal schaumäßig eingefahren. Oder weg. Oder weg. Eine Racheglyphe, sehr schön. So eine Nebenquest ist ja gleich erledigt. Und ich den seinen Scheiß da hier hab. Erledigt, haben wir noch ein kleines Kristall gekriegt. Jawohl, das wirft mir gleich noch einen Boni. Ein trüber Kristall, wow, danke. Das ist äußerst großzügig für I'm das, not dass ich ready einen yet. halben Asmodan mit 4 Haxen weniger erschlungen habe. Scheiß Rauerhusten, da kann ich auch ein Lied davon singen, ja. So, wo sind wir jetzt da? Was müssen wir da hinten tun? Such nach der versiegelten Tür. Machen wir, wenn wir schon mal da sind. Ist eh schon scheißegal. Irgendwann, früher oder später, müssen wir sowieso da hinten. Vielleicht sollten wir den anderen Stützpunkt noch freiräumen. Wie weit haben wir mit der Levelerei? Da sind wir, gell? Ja, noch 100 haben wir 440, dann haben wir sogar da schon Stufe 4 freigeschaltet. Dann kriegen wir halt einfach 4 Paragon-Punkte. Das ist wie ein Level up, wenn man ein Gebiet komplett aufgeschaltet hat. Das ist halt schon nicht ganz unerheblich, ganz ehrlich. Um das Paragon halt auch voll zu kriegen. Nach was müssen wir so? Jetzt sind die mit Barrieren trocken da schon. Nach irgendeiner Tür. Ich sehe keine Tür. Und da eine Tür. Da haben wir eine Tür. Was ist mit dir jetzt da? Kommst du mir aus deinem Loch oder was ist mit dir? Und jetzt? Ah, der tote Märtyrer betritt das geheiligte Beinhaus. Da gehen wir auch gleich hin. Da ist, ich weiß nicht mehr, in dem Gebiet ist noch irgendwo ein Stützpunkt und ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube irgendwo da. Das ist der mit den Gassen. Ich weiß aber nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich weiß halt nicht mehr auswendig. Was ist denn da drin? Da waren wir auch noch nicht drin. Das ist auch irgendein Event. Schauen wir rein. Schalten wir die Map. I need more time. So, easy going. Was müssen wir wieder tun? Befreit die Gefangenen. Ach, das sind Gefangene. Wer soll sich denn da noch auskennen? Da liegen 5000 Sachen umeinander. I need more time. Paragon-Punkt sollten wir mal verteilen. Machen wir, wenn wir da fertig sind. Schauen wir da auf, befreit die Gefangenen. Ja, ich sehe schon, was es sind. Seh schon, was es sind. Please, help. Es ist halt schon wieder 10. Also es vergingen So-Shot-Streams wirklich lächerlich schnell. Aber das ist ja wirklich ein totaler Witz, Mann.
Also das ist ja wirklich ein kompletter Kalter. Was ist jetzt das da, dass ich ja nicht einreiten kann, du? Sie hauen endlich auf Mauern! Das hat, glaube ich, auch gepatcht. Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Haben wir da überhaupt einen Gefangenen? Ich weiß es nicht. I need more time. 4, bitte draufhauen. Dankeschön, sehr schön. Da kommen wir noch weiter. Will you help me, stranger? You're a saint. You're a saint. Couldn't have made it without you. Einen, glaube ich, haben wir noch. Der ist da unten. I'm not ready. Das ist auf alle Fälle nicht der Stützpunkt, das ist irgendwas anderes. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, jetzt haben wir noch einen gefangen irgendwo. Aber wo? Da oben ist er. Irgendwie. Müssen wir jetzt halt. Kommen wir da rundherum? Ja, Tatsache. Die Viertelattacke ist eigentlich auch ziemlich cool. Die Stunt im Übrigen auch. Was ziemlich heftig ist. I am the stranger, I will help you. See. Please. Please help. I'm under the water, please help. I need more time. Da reiten wir jetzt schnell einmal im Kreis. Und warten wir, bis das klar ist. Und dann springen wir volle Kanone ein. Das war leicht. Und wieder ein wenig was zerrissen. Oh, heiliger Brustschutz. Den können wir brauchen vielleicht. Pro Gegner in der Nähe werdet ihr um 19 Leben pro Sekunde geheilt bis maximal 168 Leben pro Sekunde. Absoluter Schrott, meine Freunde. 29 Stärke, trägt 4 Sekunden lang Schaden durch Aufheben. 4 Sekunden lang. 9% Schaden nach Aufheben einer Blutkugel. Wir haben. Jetzt Moment einmal. Haben die Lebenden, das sind Heiltränke. Wir haben keine Blutkugeln. Dazu müssen wir passiv aktivieren. 10% Schaden, Fertigkeitstyp Blut und Geschicklichkeit. Kann ich alles nicht brauchen. Laut das Klump ist vielleicht ein Blutbrust. Klingt ein bisschen seltsam. Ist es vielleicht auch? Weiß nicht. Der Stützpunkt war eher unten links vom Gebiet. Ich hab ja schon 2. I'm not ready. Ich weiß nicht mehr. Müssen wir vielleicht mal irgendeine Map aufmachen. Ich gehe jetzt trotzdem mal in das Ding und gebe mal die Nebenquest ab. Da bin ich ziemlich sicher, dass da nämlich ein Wegpunkt ist. Die Affen da, die lassen wir jetzt einfach alle mal in Ruhe. Goblin! Mike, Skeleton, kannst du bitte auf den Goblin hauen und nicht auf irgendwelche Arschlöcher, die 8 Kilometer nicht einmal im Bildschirmraum sind. Ihr Kackvogel, My Affentypen. bags are full. Ja, müssen wir sowieso dann verkaufen. Und ich glaube, da ist eine kleine Stadt. Und, na, da ist einfach fucking gar nichts. Okay. Ach, Moment einmal. Doch, da ist es. Ich sag doch, da ist ein Stützpunkt. Ha! Muss jetzt da wieder außen rundum reisen, ja. Super tolles Wegfindungssystem. Herzlichen Dank dafür. Herr Race, ich wünsche ebenfalls eine gute Nacht. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie schlafen gut. Sie haben Spaß. An alle, die morgen arbeiten müssen, press F, Kette des Kriegers. Oh, gibt's auch schon. Aber wenn es jetzt wirklich ein Stützpunkt ist, bevor wir da reingehen, ist ein Stützpunkt in der Nähe mal noch. Ja, gut, dann müssen wir uns schnell porten. Und, jo. So direkt wollte ich da jetzt nicht drauf anspielen. Was ist der Franz Brandwein? Mann! Schüssel! Nein, das Problem ist, du darfst einfach nichts essen. Ja, kein Essen, kein Kackwurst. Ganz einfache Regelung. Was soll ich machen? Best armor in the So. Wir sortieren. Ich sag das, wie es ist. Was werden wir da für Material rauskriegen aus dem Ding? Das Enchantment und das Ding auch, das haben wir nämlich auch schon mal.
So, alle gelben Items, die keinen Schein haben, nicht heilig sind, werden sofort verkauft. Schau ich gar nicht mehr an. Father Schau ich gar nicht mehr an. Brauche ich irgendwie Kohlen. Kohlen, mein Jung. Aber sonst irgendwo einen? Nö. Zack. Den da noch. So, der Rest wird entzaubert. Da haben wir 1,2 Millionen. Wir schauen mal da von links nach rechts. Was haben wir da? Wille, alle Werte, Schadenfertigkeit des Typs Blut, können wir nicht brauchen. Wille, Attack Speed von Dienen, das kann man durchaus brauchen. Und bei Schilde ist immer Dornen drauf. Wir haben über 500 Dornen drauf. Braucht man nicht. Nein, unser Offhand ist zu brutal, Alter. Zu brutal. Was haben wir da? Oh, ganz wichtiges Item. Maximale Skelettkrieger um 2 erhöht. Können wir auf alle Fälle brauchen. Zweihandschwert brauchen wir nicht. Zweihandschwert können wir nicht tragen. Zweihandschwert Sense. Minus 63. Nein. Ich nehme erst Waffen, wo wir mir 5 DPS verlieren oder so und bessere Stats drauf sind. Dann 51 Int drauf. Das ist jetzt schon stark. Schaden über Zeit kannst du schon vergessen. Minus 66, minus 120, minus 157. Was soll das Scheiße? Okay, was haben wir da? Fertigkeiten verursachen bis zu 12% mehr Schaden, basierend auf der zur Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Bei voller Primärressource erhaltet ihr den maximalen Bonus. Das habe ich am Anfang auf meiner Waffen drauf gehabt, weil wir immer unsere Primärressource voll haben. Das heißt, wir haben immer 12% mehr Schaden. Das kann aber besser rollen, das glaube ich geht bis 20%. Das Verbrauchen einer Leiche erhöht den Schaden eurer nächsten Kernfertigkeit um 7% maximal. Können wir nicht brauchen. Disenchantment. So. Das ist jetzt eigentlich krass, dass wir ein Unique dissen, aber was soll man sonst da damit? Mich interessiert, was für Material das wir kriegen. Weg damit. Den haben wir schon einmal, genau denselben Kopf. Ernst jetzt? Da kommt nie mehr raus über das normale Standard Legendary Mod. Okay. Weg mit dem Schund. Was soll man damit? Was soll man damit? Was kommt da so raus? Ganz viel Rohleder und überragendes Leder. Das heben wir uns auf und das Ding. Was war mit dem Ding? Was wir mit dem jetzt auf die Schnelle tun? 12 Schaden sind 12 Schaden, Kinder. 12 Schaden sind 12 Schaden. 12 Schaden kann nicht schaden. Wow. Jetzt Komiker werden sie, du voll Spaß. Und jetzt prägt man das dabei in die Waffen da ein, weil es sowieso wurscht ist. Respekt. 12% mehr Damage. 12% mehr Damage. Fertig. Oh, das ist... Na, das der man nicht. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer für 5 von dem kleinen Klump. Na. Na. Erst wenn wir eine richtig gute One-Einhand haben. Gehen wir in die Kiste. Gar nur zu, bevor ich ins Bett gehe. Also ich habe einen Flieger, aber schau trotzdem. Wir werden jetzt sowieso Folgendes tun. Sag ich dir, was ist. Weil ich eben noch gern mit meinen Spätzchen spendet. 2 Skelettkrieger. Wo ist der? Wo mir schon so lange eine aktive Barriere ab? Das ist auch gut. Maximum an Skelettkriegern. Der wir daher. Passt schon. So, das sind wir übrigens, falls jemand interessiert, ich sortiere mir das oder so zusammen. Dass die ganzen Legendary Traits, die ich noch brauchen kann, die ich später vielleicht auf andere Legendaries draufzaubern will, die sammle die einfach. Würde mir immer Bescheid wissen, ne? World Boss. Wo? Der spawnt doch mit Sicherheit wieder gleich in 5 Minuten, oder? Irgendein Scheiß. Nein, doch nicht. Stützpunkt. Werden wir befreien. So schaut's aus. Und den Stützpunkt befreien wir noch. Sage ich dir, wie es ist. Und dann werde ich Schluss machen für heute. Sage ich dir auch, wie es ist. Aber davor gehen wir eine Rauer, dann machen wir den Stützpunkt und dann ist gut. Ist das okay für euch? Ist das okay für euch? Da sehe ich mich selber, ich mag mich nicht selber sehen. Spätestens wissen wir mit einem neuen Podcast-Serie. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Da nehmen wir UFOs. Licht vorbei. Ist das okay für euch? Und wenn nicht, dann ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja keine Wahl. Mr. Farr, hast du absolut recht. Ist ja nur, wie lange haben wir nicht schon wieder da? Wir haben ja knapp 2,5 Stunden da und Nachmittag 5. Das war wieder ein 7-Stunden-Stream. Ich glaube, das ist... Normalerweise streamen wir 7 Stunden lang auf 2 Wochen. Also was wir mir die letzten 3 Tage gestreamt haben, machen wir normal im ganzen Monat. Das ist eigentlich schon lustig, interessant irgendwo. Kannst ja weiter streamen, trotz Spätzl spielen. Ja, da haben aber die Spätzl auch noch ein bisschen was mit zum Schmerzen und die haben da nicht so viel Bock drauf.
Noch dazu, dann muss ich mich auf noch mehr Sachen konzentrieren, ein bisschen auf den Chat, ein bisschen auf das, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, bla 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 bla. Tust was du willst. Steffi ist lang nur dabei, die weiß, von was wir schmerzen. So, jetzt haben wir nicht lange umeinander über die Blödschmerzerei. Ich tue euch jetzt noch mal einen Podcast zum Start ein für die nächste Pause. Ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Holt euch noch ein bisschen was zum Trinken oder spielt selber weiter oder was weiß ich was jetzt. Ich drücke auf Play, bin in 2 Minuten, 3 Minuten wieder da. Bis gleich. Licht vorbei. Ich schwöre es dir bei Gott. Da bin ich narrisch, Mann. Ich sage schon, da bin ich aufgestanden und Baseballschläger geholt. Halt, stopp, ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, das ist unser Podcast. Wer den noch nicht kennt, ab in den Chat, Ausrufezeichen Podcast. Speziwirtschaft heißt der. Okay, tschüss. Ich habe alle Lichter angemacht und bin draußen ums Haus gegangen. Und habe versucht, mir zu erklären, wie ist das möglich. Habe die Ehre, ich bin's, der Bier. Kali. Florian. Speziwirtschaft. Eine Brust. Jetzt kann er nämlich schon im Titel stehen. Eine Brusten. Auf dem Grund des Meeres Meeres liegt ein Schiff, ein schweres. Ja, sie werden dünner. Ich hab's von ihnen gesehen, wie ich durchgeschaut hab. Sie werden, Michael werden langsam dünner. Ich glaube, was sie beschweren. Köstlicher Klosterfrau Melissengeist. Wenn du in Apfel beißt, die Klosterfrau Melissen scheißt. Der Traum jetzt schon gesagt. Tramnitz hat das gesagt. Hat sich der am Tag über den Liter Klosterfrau eingehangelt. Ich weiß nicht, in der... Manchmal hat schon den Eindruck gemacht. Ja. Ab und an. So, hocken wir schon wieder zusammen. Wo fangen wir an? Ich weiß es nicht, vor 3 Tagen haben wir uns jetzt gesehen, oder? Waren es 3? Mir kommt es vor wie 2. Fangen wir von hinten bei einem Feind nichts, oder? Die 2 Festplatten. Was passiert eigentlich, wenn man sich von hinten... Schmeckt von hinten eigentlich der U oder der Brit besser? Von hinten oder von hinten schmeckt alles. Kommt drauf, ob du schmeckt alles. Beim Uhu kommt es drauf, ob du die Hände geschmiert hast, weil du langst da hinten runter. Wenn du eine gute Aloe Vera Creme hergenommen hast, dann schmeckt dir mal besser. Kennst du das auch noch, wenn an dem Drahding beim Uhu dann so die braune Grindletten ja. weil es irgendwo die ganze Zeit im Mappal umeinander wedelt und... Das ist echt ekelhaft. Nur schlimm ist, wenn das bei einer Frau passiert. Wie lange haben wir jetzt da? Minuten? Herzlichen Glückwunsch. Ein bisschen Clickbait, militante Veganerin. Brauner Grind und Weiberkachin. Brauner Grind und Weiberkachin. Ja, können wir aufhören. Ja, Dann müssen wir irgendwas Ernstes. Das war jetzt eine Kurzfolge für die Sommerpause, bis zum nächsten Mal. Ja, schon. Weiß ich nicht, was habt ihr drin? Wochenende. Kino? Ich hab nur Fußball geschaut. Das Sachen, die mich nicht interessieren. Ich hab das ganze Wochenende die Diablo 4 Server Slams. Aber wir fangen jetzt mit seiner Scheißgeschichte, wow, die keine Sau interessiert vom anderen. Scheiße! Was hast du im Guardians 3 haben wir angeschaut. Ist der was? Also da brauchst du Backel Tempos, da geht schon ordentlich auf die Tränendrüse. Ist kein so ein Haufen Scheiße wie der restliche Scheiß, der seit Endgame gekommen ist? Nein. Aber da haben wir sowieso sehr geteilte Meinung wahrscheinlich. Da gehen wir nicht aber zusammen, da gibt's aber nicht recht viel Filme. Welche findest du da wirklich gut, die seit Endgame da waren? Also No Way Home, Spider-Man fand ich überragend. Okay, da bin ich bei dir. Guardians 3 jetzt natürlich überragend. Kann ich noch nicht sagen. Shang-Chi fand ich ziemlich geil. Ja, Eternals war jetzt ganz was anderes, aber den kann ich nicht so richtig einordnen, weil ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn aber nicht super. Er ist einfach ganz was anderes. Er ist einfach ganz was anderes, wie es in das Battlezone scharf. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst wieder gar nichts. Das verursacht Schmerzen. So, Stützpunkt befreien, Kinder! Los geht's! Wo müssen wir hin? Ach, in unser Portal einfach wieder rein. Den haben wir gleich wieder da. Das ist jetzt der Gorstenchef. Der war in der Beta auch ziemlich zack. Ich glaube, dass es uns wurscht ist. Da müssen wir jetzt diese Gorstentypen da killen. Die Dinger da beschwören und in der Mitte dann den Fetten. Kannst du noch mal deinen Skillbaum zeigen? Welchen, den Paragon oder den normalen? Oh, das ist jetzt gerade schlecht. Moment. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Heil einmal meine Viecher. So, Viecher, ihr müsst mal schnell standhalten. Möchtest wieder abschauen. Sag's, wie es ist. Also, alles in die Sense. Verbesserte blutige Ernte und das Unternehmen blutige Ernte der Akolyten. Dann ober, keine Kernfähigkeiten. Dann Leichenfertigkeiten. Wichtig. Leichenexplosion ist dein Main Damage. Volle Kanone auf die Items schauen, dass du da +1, +2 auf Leichenexplosion kriegst. Mit der größeren Fläche und dass verwundbare Gegner und verlangsamt und betäubte Gegner 8% mehr Schaden kriegen. Die ganze Geschichte kann stacken, geht also bis 24% mehr Damage. Dazu habe ich da, erhöht den Schaden und Leben eures Skelettkrieger. Dann haben wir da, Umarmung des Todes. Neue Gegner erleiden durch euch 6% mehr Schaden und mir 9% weniger Schaden.
Dann haben wir erhöht Schaden und Leben eures Skelett Magier. Da haben wir ja auch 5 mit Blizzard und Eis und was weiß ich was alles. Dann die Leichenranke. Die ist dafür da, dass die Viecher zusammenzirkt auf einen Haufen. Verbessert. Die Reichweite von Leichenranken werden 50% verlangsamt. Ja, damit es dann da drin mehr Schaden kriegen durch den anderen Skill da oben. Dann Leichenranken Schaden zugefügt, werden 3 Sekunden lang verwundbar. Kriegen es auch wieder mehr Schaden. Dann haben wir nekrotischer Panzer. Wenn eine eurer Fähigkeiten oder Diener eine Leiche erzeugt, erhaltet ihr Stählung in Höhe von 6% eures Basislebens. Da unsere Schnitter die ganze Zeit Leichen erzeugen, ist es sehr gut. Dann den kompletten Baum bei den Viecher. Erhöht Schaden und Leben eures Golems um 75%. Und als Ultimate Kalans Edikt, dass alles irgendwie, wenn ihr in den letzten 3 Sekunden keinen Schaden erlitten habt, erhalten eure Diener 15% Attack Speed. Wenn ihr über mindestens 7 Diener verfügt, verdoppelt sich dieser Bonus. Also 30% Attack Speed. That's it. Ich hoffe, das hat geholfen. Have a lot of fun. Ich möchte aber auch ganz deutlich betonen, dieser Bild funktioniert nur aufgrund meiner Legendary Items. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du den Bild jetzt einfach so ohne diese Items speist, geht er halt nur teilweise. Vielleicht geht er auch gar nicht. Wir wissen es nicht. Okay, nochmal. Upsi. Shit happened. Ja, die scheiß Gurstenwichser. Wir brauchen Skelly Boys, die müssen uns wieder auflohnen. Dauert ewig und 3 Tage. Mach Leiche jetzt. Ja, Golem, der Schläger drauf. Kim. Mehr Leichen. Mehr Leichen. Bitte. Okay, jetzt sind wir schon wieder on point und Gas. So, was werden wir jetzt mit... Und der haut ganz schön zu. Was ist mit dem? Was mich mit gern an, du Arschloch. Oh, das ist so geil. Meine ganzen Skelettidioten, die stehen dann irgendwo da hinten umeinander und ich weiß überhaupt nicht, was die Scheiße da eigentlich soll. Bringen jetzt mal den um da und dann können wir den da killen. Ja, wir haben den, der unverwundbar ist. Und für das haben wir noch Shit-Button, wenn wir eingefahren werden. Ganz schlecht. So, dann haben wir da... Ach, da unten ist ein Dings-Quest. Ja, gut. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich glaube, der Gorsten-Typ hat der hat einen ziemlich krassen Schlag. Der killt die halt instant, wenn es nicht aufpasst. Oder er hat so ein rundum explodiert Ding. Das kann auch sein. I'm not ready yet. So, von den Gorsten-Typen müssen wir, glaube ich, 3 killen. Bin mir nicht ganz sicher. Die beschwören da den Typen in der Mitte. Tut mir lieber mal nur einen Shit-Button. Oh, Emblem der Kathedrale, das können wir brauchen. Was ist denn ein Emblem? Das ist Offhand. Langsam soll ich das eigentlich wissen. Ja, ist immer schön aufploppt, verwundbar, kriegt Viecher einfach mehr Damage. So, zusammenziehen, Golem reindreschen. Wieder ein Oh-Shit-Button, weil wir schon wieder so ein Mistviech da haben. Skeletti Boys, das ist so dumm einfach, wenn sie auf den Unverwundbaren hauen. Die sind einfach dumm. Das ist was, das da dann Necro nicht OP machen, wenn die Viecher euch bitte nicht auf den Unverwundbaren hauen da. Jetzt ist er verwundbar, ja, gib ihm. So, stirbt es auch. Und aber sie hauen mittlerweile schon mal ein bisschen auf die Wände umeinander. Das ist ja schon mal Epsi. Das ist ja schon mal Epsi. Nein, der Rest bleibt natürlich hinten stehen und schaut dumm. Okay. Okay. Ist recht. So, jetzt glaube ich, müssen wir da außen rundum. Die Gorsten, die da... Nein, das ist falsch. Nur der Zug aus ist der Ausgang. Das ist nichts. Komm, jetzt Muffin. Zap, zap. Warum wir die jetzt kaut haben, weiß ich nicht. I'm not ready yet. Wo ist der Basic raus? Was ist mit dem? Achso, den muss man anhauen dann. Boah, das ist schon ein Drecksau da. Kruzifix. Das ist toll, wenn du stirbst, bevor ich wieder stirb.
Stun-Maschine mit dem Golem, das ist immer gut. Stuns gut. Stun gut für uns. So, kann man jetzt den da hauen, den wir hauen müssen? Das war super, hallo. Need more time. Ja, nicht explodieren. Casual storm is ended. So, Sturm ist beendet. Jetzt gehen wir runter und in der Mitte ist die Gorsen. Der Gorsen-Typ, ja, so, ich kann da oben kraxeln, du kannst es nicht. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt haben wir da den Fetten. Ich weiß nicht, wann der rauskommt, aber hauen wir nochmal oder so. Müssen wir anscheinend erst die Viecher rundum töten. Da brauchst du ja nicht Treffer lassen. So, Shit-Button. Unangenehm, unangenehm. Hat der Shit-Button ein bisschen verkündet. It is done. Und tschüss. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Dann gehen wir zum Ready yet. Schluss jetzt. Jetzt gehen wir zum Gluckerl. Schluss jetzt mit einem Scheiß. Freischalten. Wenn der Bierger Ingame stirbt, sind leider die einzigen Dieb, was ich zurzeit sehe. Mr. Species, press F und Mr. Species. Dann nicht weh. Aber wirklich nicht weh. Oh, 12 waren es auch. Oder 13 oder 15 oder was weiß ich. So, wo müssen wir hin? Was mit dem? Fine. The lake is frozen solid. Oh, nicht. Gut, gehen wir zum Schmiedemann. Schmiedemann? Wir haben gar nicht so viele Items. Was haben wir da? Amulett, ein heiliges. Kontrollverlust da, 2 Ränge für die passive Fertigkeit aus dem Gleichgewicht. Was ist denn aus dem Gleichgewicht? Vielleicht ist das voll der krasse Scheiß, wer weiß, vielleicht ist es besser wie das, was wir haben. Tu mal. Ich hätte jetzt so gerne eine Suche, Blizzard. Wie soll denn, wenn sie jetzt da jeden Passiv-Scheiß durchgeht aus dem Gleichgewicht? Lagerwort zu, muss ausgewählte Schlüsselwörter enthalten. Ich hätte so gerne suchen. Ach komm. Was für passiv? Ist er Fähigkeiten passiv? Ist er. Gehen wir mal durch. Das ging schnell. Aus dem Gleichgewicht. Eure Kernfertigkeiten kosten 3% mehr Essenz, aber verursachen 5% mehr Schaden. Mr. Krabs. Angriffsgeschwindigkeit von Dienern, Ränge. 2 Ränge für alle Fertigkeiten. Oh, das ist vielleicht besser für uns. Also jetzt warte mal. Attack Speed für Diener. Super. 2 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche. Das heißt, wir kriegen nochmal eins auf Leichenexplosion. Kontrollverlustdauer schaut sowieso überhaupt nicht. Das heißt, betäubte Viecher haben 5% länger betäubt. Aber die 2 Ränge für die passive Fertigkeit aus dem Gleichgewicht, die hilft uns gar nichts. Die hilft uns leider gar nichts. Aber das heben wir uns einmal auf, das ist nicht schlecht. Weil ganz ehrlich, wir haben da hinten einen Rang auf Leiche, 6,5% Schadensreduktion während die Gestellzeit, das ist nicht schlecht, und 4,9% Rüstung. Die 4,9% Rüstung, auf die ist geschissen, da ist alles andere, was da drauf ist, weltenstärker. Vielleicht kann man es umwürfeln. Nehmen wir uns auf. Was haben wir da? Die Nova vom Blutwoge breitet sich nach kurzer Zeit, am Arsch lecken, gib mir Matz. Sehr gut. Was haben wir da? Das ist alles gelber Scheiß, den schauen wir gar nicht mehr erst an. Sehr gut. Tja. And so? This is it. 15 Punkte braucht man nur für das Ding, da kriegen wir die auf die Schnelle noch zusammen. Also jetzt reiten wir noch schnell zu der Nebenquest und holen wir uns. Hoffen wir, das gelangt. Wieso kann ich das Viertel steigen? Jetzt nicht. Not while I'm in town. So, Spätschicht rum, jetzt erstmal Zerpümmelung. Mr. Sweet Jesus, ich wünsche Ihnen außerordentlich viel Spaß. Spätschicht am Sonntag, Alter. Ich darf so im Strahl kotzen, ich kann es gar nicht schnitzen. Das tut mir fast ein wenig leid. Oh, Paragon-Punkt haben wir auch noch. Da ist nur ein Waypoint um. Und noch meine Nebenquests. Rummen, Alter. Ja, gehen wir ab noch. Zack. Oh, was kriegt? Jawohl. Was kriegen wir? Ja, das ist mir das Liebste. Da kriegen wir einen Haufen so Crafting-Mods. Und wir können einfordern und dann haben wir Stufe 4. Und jetzt brauchen wir
570 Punkte, das dauert eine Zeit. Also da hinten, das dauert eine ganze Zeit. Leck mir am Arsch. Was mir wegen irritiert, gibt es da ja Runden keinen Waypoint. Gibt's in dem Lager? Es gibt doch in jedem Lager einen Waypoint, oder? Warte mal. Wir haben jetzt alle Wegpunkte in Gebiet 1. Es gibt echt da unten bei dem Schmied und in dem fast Hauptstadt-Ding kein Ding. Okay. Na gut. It is what it is. It is what it is, Friends of the Sun. Haben wir noch irgendwas? Nö. So, bin gerade heimgekommen vom Gang aus. Meine Frau liegt drin. Da zweit Bur, lasst sie doch noch ein wenig Zeit. Au, jetzt zwack. Ich wünsche alles Gute. Vorne in der Sonne. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die Zeit, wie schnell die Tage vergingen mit diesem Dreckshurenspiel, ist unfassbar. Wo haben die 3 Tage gekommen? Wir haben am Freitag um 9 Uhr morgens angefangen mit dem Stream, Alter. Gut, natürlich immer wieder mal Pausen und Zeug und Klump, aber leckt mich am Arsch, Mann. Nur mehr als kurze Information. Ich meine, die Leute, die jetzt da die ganze Zeit schon da sind, die wissen sowieso Bescheid. Morgen geht's wieder weiter ab 1 Uhr Mittag. Eventuell früher, bis um 6 Uhr, dann ist 2 Stunden Pause, dann von 8 Uhr bis Abend. Und das Ganze am Montag und am Dienstag nochmal, außer am Mittwoch, da komme ich erst später irgendwann online. Ich weiß, ich habe es in der Ankündigung eingeschrieben, dass ich da auch morgen so fange, aber ich muss einfach nur einen Haufen Zeug machen. Vor allem, wir fliegen wir halt dann weg und ich kenne mich, ich vergiss dann wieder irgendwas, da brauche ich ein wenig mehr Zeit. Außerdem da ich Nachmittag gerne mal 1-2 Stunden einschlafen, wenn ich kann, weil ich dann versuche durchzumachen. Dann gibt es halt später irgendwann einen Stream am Mittwoch und für die letzten 2 Stunden als Abschluss, keine Ahnung, wie auch immer. Und dann schleichen wir uns davon. Dann bin ich in der Sommerpause, eine Woche lang. Keine Streams, weder am Mittwoch noch am Montag, wie wir das sonst gewohnt sind. Keine Videos, kein gar nichts. In meiner Abwesenheit kämen Podcast-Folgen. 2, die ein bisschen kürzer. Wir haben auch eine Kommentare beantwortet von einer Horrorgeschichte. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Oh, ich hatte eins. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Alle guten Loot, viel Spaß mit Diablo. Grüße an den Nachschau-Squad. Press Triple F für die Moderatoren. Octa F für die Steffi, die wirklich von Anfang an dabei ist und wieder in jeden Scheißdreck mitgeschrieben hat. Vielen Dank dafür. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Sind auch einige wieder dabei gewesen und für die Resubs. Und jetzt verpisst euch. Ich hole mir jetzt was zum Trinken und dann werde ich solo noch ein bisschen einsuchteln mit meinen Spätzchen. Und yo. Gibt sonst noch was zum Sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Ist irgendwas wichtig? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch was. Kuss auf die Nuss. Bis morgen Mittag. Okay, tschüss. Habe. Hm? Halt mal alles andersrum. Hashtag. Ich kann leider nicht rückwärts sprechen. Hashtag rückwärts Strapse. Tschüss dann. Bis morgen, habe ich dir gute Nacht.